Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1 Podcast mit euren Hosts, dem Kasen und dem Schubs. Ja, we are back. Zum Start zu der neuen F1-Season starten wir wieder mit unserem Podcast durch. Wir schauen heute in dieser Episode mal die Testfahrt an in Bahrain. Wir gehen auf die ganzen Liveries ein, die in den letzten paar Wochen vorgestellt worden sind von allen Teams. Und wir geben noch unsere Prediction ab für die kommende Saison 2023. Wir wünschen euch viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Gut, also wir legen los. Wir schauen zuerst die Car Launches an, beziehungsweise dann die Liveries. Und wir starten mit Williams. Wir gehen die Championship-Reihenfolge nachher von 2022. Also wir starten einfach von hinten. Und das wäre in dem Fall eben Williams. Und sie haben ja eigentlich ein Auto präsentiert, das ziemlich genau gleich aussieht wie letztes Jahr. Vielleicht ein bisschen mehr blau drauf, weil das letztjährige Auto ist ja dann ein bisschen mehr schwarz geworden. Und mit der Duracell-Batterie oben drauf. Schubs, wie hast du den Launch gefunden? Oder hast du ihn überhaupt gesehen? Das ist so ein bisschen vielleicht die andere Frage. Den habe ich gesehen. Also den Launch habe ich noch anständig schauen. Dort haben wir immer Zeit genommen dafür. Aber ja, es hat einfach etwas gewesen, gell? Also es war jetzt nicht unbedingt sehr spektakulär gewesen. Sie hatten keine Live-Audience gehabt. Also der Launch an und für sich ist halt wirklich, für das ein Team-Launch war, ziemlich ernüchternd gewesen. Und ich muss auch sagen, wenn wir jetzt die Livery anschauen, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Sie haben Gulf als neuen Partner, sie haben einen amerikanischen Fahrer, sie hatten so viel Fläche gehabt, wo sie etwas Neues daraus machen können. Und sie haben es nicht gemacht, sie haben einfach eigentlich Copy-Paste. Von dem her, wenn ich jetzt schon eine frühe Benotung reinfetzen darf, ein knackiges 5 von 10 wäre es gewesen, aber sie haben den Duracell oben durchgenommen und das finde ich doch schön. Also gibt es ein 6 von 10. Okay. Also, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich muss schauen, was ich ursprünglich gesagt habe auf Instagram oder auf TikTok, weil dort habe ich auch immer Bewertung abgegeben, aber dass das wirklich stimmt, weil ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich glaube, sie haben 6 von 10 gesagt. Ja, 6 von 10. Wenn du zu was stick, ich meine, jetzt hast du sie noch live gesehen vom Testing. Ich finde sie zum Teil live aber schöner. Ja, also ich muss sagen, mir gefällt das Blaue. Ich finde das wirklich hure schön. Viele haben halt immer das Gefühl, dass ja, mit Gulf zusammen kann jetzt, oder Golf, wie immer das man sagt. Irgendwelche sagen Golf und jemand anderes sagt wieder Gulf. Ich sage Gulf. Viele haben immer gesagt, ja, das könnte jetzt wieder so etwas Schönes werden wie bei McLaren. Aber ich finde eben, das muss es gar nicht, weil das würde ja dann den kompletten Williams-Charme rausnehmen. Und ich finde es schon gut, dass sie das Blaue gelassen haben. Mir gefällt es. Und ich finde eben auch das Duracell, die Batterie oben durch, finde ich echt nice. Ich finde es gut gelöst. Und für die unbedingt die Gulffarbe möchten sehen, das Teamkit bzw. die Mechaniker haben dann so ein hellblaue Kleider an und auch Boxen, wo der Guns, oder wie heißen die? Nein, Wheelguns drauf sind. Das ist dort auch mit der Gulffarbe angemalt. Also dort haben wir dann die Farbe. Aber ich würde bei meinem 6 von 10 bleiben, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Und den Launch selber habe ich, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht gesehen. Weiß ich nicht, wie okay. Das ist. Wirklich. Ja, also hast wirklich nichts verpasst. Sie sind kurz mit Dings geredet, mit dem Fahrer, und dann haben sie noch kurz mit dem Allison geredet und that's about it. Also es war wirklich super simpel gewesen. Aber ich bin happy, ehrlich gesagt, dass der Allison jetzt dort noch ist bei diesem Team. Ich glaube, da wird da doch einiges können reissen. Und genau wegen dem finde ich es eben schade, sind sie nicht mehr auf das Golf gegangen. Weil sie haben sich ja versucht, eine Identität aufzubauen. Wir haben seit etwa 2019 haben sie nicht mehr wirklich eine Identität. Vorher war das Williams Martini gewesen, was so ein bisschen, das war halt einfach Williams für ein paar Jahre. Und ich finde die neue Identität einfach schwach. Also ich finde jetzt mit dem Allison zusammen und mit Golf hätten sie doch noch einen letzten Neustart können machen. Aber hey, jedem das seine. Also machen wir ja. nicht. Es wird seine Gründe haben, wieso dass sie es so gemacht haben. Wahrscheinlich haben sie zu wenig gezahlt. Aber immer noch für Golf selber ist es wahrscheinlich immer noch günstiger gewesen, als beim McLaren zu bleiben. Weil ich denke, McLaren hat ein bisschen mehr Geld haben. Ja, also wie gesagt, mir gefällt das Auto so. Aber gerade jetzt, weil ich weiss, wir haben es vorher nicht vorbesprochen, aber ich möchte gerne jetzt deine Meinung wissen. Was glaubst du oder was ist deine Meinung zum Logan Sargent? Der ist ja ein Rookie, ist ja reingekommen, muss man auch wirklich sagen, knapp eigentlich. Also dort hätte ja gut, knapp. Ja, man hat schon noch etwas leisten im letzten Rennen, dass es ihm gelangt hat.
ja, also wie schätzt du ein für deine diesjährige Saison? Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das einfach einiges mehr Cash is King, weil du kennst mich, ich verfolge die Formel 2 Saison immer sehr aktiv. Eigentlich genau gleich aktiv, wie ich die Formel 1 Saison verfolge. Und er ist mir unter dem Jahr weder durch irgendwelche groben Resultate, noch durch schnelle Laptimes, noch durch gute Racecraft irgendwie aufgefallen. Und ich finde, da gibt es einfach andere Kandidaten, wie ein Ayumu Iwasa, der hat zwar sein erstes Jahr gehabt, der wäre noch ein bisschen schnell gewesen, der hat glaube ich so Super License Points nicht, aber der ist interessant. Und ein Felipe Drogovic, der jetzt in seinem 3. Jahr in der Formel 2 endlich die Championship gewonnen hat, und das nicht nur einfach ein bisschen, oder? Ich meine, der hat in Monza bereits abgeschlossen mit der Championship und hat sie gewonnen, und das war doch sehr dominant gewesen. Also muss ich wirklich sagen, der Drugovic, der bringt auch gut Geld. Klar, nicht so viel wie ein Logan Sargent, der natürlich den ganzen amerikanischen Markt näher bringt. Aber der Drugovic ist mit Abstand der bessere Fahrer, und ich finde, der Sargent muss sich noch ganz klar beweisen, dass ich kann sagen, mal, der hat sich den Platz verdient. Also bis jetzt, finde ich, hat er den Platz nicht verdient, schlichtweg. Okay. Also ich muss sagen, aber ich schaue schon an auch zwischendurch Formel 2, aber wesentlich weniger als du wahrscheinlich, oder sehr wahrscheinlich. Ich habe einfach ein paar Mal ein Interview mit ihm gesehen, wo er mir eigentlich noch recht sympathisch übergekommen ist, aber ich sehe es schon auch wie du, eben, das ist wirklich mehr Scout im Hintergrund und vor allem auch der amerikanische Markt, wo man damit bedecken kann. Also, es würde mich nicht wundern, wenn jetzt dann so viele Patrioten in Miami, in Vegas und auch dann nachher in Austin mit Williams-Kleider rumsäckeln, weil sie halt einen amerikanischen Fahrer dort drin haben. Also ich denke für Williams marketingtechnisch sicher sehr interessant, aber für Formel 1 definitiv, weil ich glaube, das haben sie schon lange wollen, dass ein Amerikaner in die Formel 1 wieder reinkommt. Sowieso mit dem Netflix-Hype, der ja existiert, ist es noch stärker geworden. Ja, aber ich weiß nicht. Ich lasse mich mega überraschen bei ihm. Ich lasse es mal auf mich zukommen. Er hat jetzt zwar an den Testtag jetzt nicht einmal so schlecht ausgesehen, muss man sagen. Aber zu dem kommen wir ja dann später noch ein bisschen. Aber ja, wir schauen mal. Absolut, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ich bin halt einfach ein starker Verfechter von, wer die Championship gewinnt im Formel 2, muss einen Sitz in der Formel 1 bekommen. Und auch wenn er vielleicht ein Jahr noch aussetzen muss, wie es jetzt ein Piastri gemacht hat, es ist einfach, ich finde jetzt auch beim Nick de Vries einfach viel zu lang gegangen, bis der endlich in die Formel 1 gekommen ist. Der hat sich nochmal beweisen, indem er die Formel E gewonnen hat. Aber jetzt hat er endlich den Race-Seat bekommen mit Alpha Tauri. Und ich glaube, das wird jetzt ein Auto sein, wo es vielleicht auch zwischen uns zwei nicht Streitigkeiten wird geben, aber sicher ganz andere Meinungen. Du bist ja, glaube ich, nicht so happy mit dem AT04. Ja, also, wir sagen es mal so, es gibt halt einfach Menschen auf dieser Welt, die einfach eine Geschmacksverstimmung haben. Ah, komm, hätte Latz. Sorry fürs Übersteuern. Also, ich sage mal so, das habe ich aber auch gesagt, ich finde den Alpha Tauri von der Seite, ich finde, wie das Logo hermontiert wurde, ist also wirklich das Logo, nicht der Schriftzug von Alpha Tauri. Ich finde das hure geil gelöst. Dass er oben mit der Hutze das Logo anfängt und dann nachher eben so das Alpha Tauri kommt und so. Ich finde von der Seite wirklich sehr schön. Aber der verdammte Allen-Sponsor, der sieht so beschissen aus. Ich muss zwar sagen, in echt sieht es nicht so schlimm aus. Also jetzt in den Live-Bildern, die ich es gesehen habe, so, hat es mich weniger gestört, glaube ich. Aber auf den Renderings, es sieht so zum Kotzen aus. Mir gefällt einfach, das Rot ist einfach fehl am Platz. Und ich habe gesagt, es würde viel besser aussehen, hätte man die Fläche einfach weiß gemacht oder irgendeine andere Farbe und einfach das Arlen-Logo in Rot. Also die Schriftart in Rot und nicht roter Hintergrund und weiße Schriftart. Das sieht so scheiße aus in meinen Augen. Also wie vorne auf der Nasenspitze, so meinst du? Genau, okay. Also zum Beispiel. Das würde viel besser aussehen in meinen Augen, als wenn man jetzt da eben eine rote Fläche macht, aber wahrscheinlich hat Allen gut gezahlt und ist so natürlich dann draufgekommen, wissen wir nicht. Ich habe dazu mal ein 3 von 10 gegeben und ich bleibe aber beim 3 von 10, weil mir gefällt das Auto an und für sich. Einfach nur wegen Allen. Also ich habe nichts gegen den Sponsor, überhaupt nicht, aber ich finde einfach falsch gelöst. Ich finde die Farbe einfach falsch. Das passt nicht drauf. Ja, Alpha Tauri ist immer weiß-blau eigentlich. Und vielleicht hat es zwischendurch der Flexbox mit orangigen Kreuzen drauf gehabt, aber der Sponsor ist nach ein paar Rennen wieder weg, weil er nicht mehr gezahlt hat oder weiss ich was. Und dann hat es wieder nicht mehr so schlimm ausgesehen. Oder die italienischen Fahnen sind noch drauf gewesen, aber das war schon wirklich dezent gewesen. Aber das Rote, das schießt einfach brutal rein.
Ich weiß nicht, ich finde aber ganz andere Nummer. Ich finde, das Rote bringt ein bisschen neues Leben ins Auto rein. Was mich effektiv daran stört, ist, wie es implementiert ist. Oder dass der Flügel nicht ganz rot gemacht ist. Dass einfach auch dort ungefähr beim Floor ist das Ohr dann einfach so schnell reingepastet irgendwie. Also es sieht einfach nicht ganz richtig aus. Aber ich finde, es bringt so ein bisschen Leben eigentlich in die Livery rein. Aber was du wirklich gesagt hast, und da stimme ich dir absolut zu, das Logo, wie das dort bei der Airbox oben für eigentlich aufhört, wie das Honda dort noch integriert ist, genial, wunderschön. Und ich finde auch generell so ein bisschen, sie haben überall so ein bisschen das Farbauslaufen drinnen, dort wo der Übergang ist von schwarz zu weiß. Und ich bin ein riesen Fan von Color Blocking. Also grosser bisschen weiß, grosser bisschen dunkelblau, grosser bisschen weiß wieder. Das finde ich wirklich nice. Aber ich hätte vielleicht ursprünglich ein 7 von 10 gegeben, was jetzt nach dem Testing aber ganz klar auf ein 4, vielleicht 5 von 10 runtergegangen ist. Weil was mich auch stört, ist, wenn der Alpha Tauri und der Haas gleichzeitig straight abkommen. Es ist hure schwierig zu checken, welcher ist jetzt welcher. Und du musst einfach drauf gehen, okay, weißer Frontflügel, gut, das ist der Haas, schwarzer Frontflügel, das ist der Alpha Tauri. Nein, und auch das mit dem Rot, der Nick de Vries hat viele orange-rote Elemente im Helm. Der Yuki Tsunoda hat viele rote Elemente im Helm. Und jetzt noch mit dem roten Orlen oben drüber ist so hure schwierig, die Fahrer voneinander zu unterscheiden. Mal abgesehen davon, dass es so eine Flexbox einfach irgendwie überhaupt nicht passt. Das hat mich schon letztes Jahr aufgeregt. Keine Ahnung. Also es ist wirklich mittlerweile für mich auf ein, ich sage jetzt mal 4,5 von 10 runtergefallen, jetzt, als ich es live gesehen habe. Aber in der Render hat es mir eigentlich mega gefallen. Okay, ja gesehen. Aber kommt schon mehr in meine Nähe her. Also das ist auf jeden Fall. Aber eins müssen wir ganz klar gesagt haben. Der Launch war ein absoluter Witz. Der ist wie lange? 18 Sekunden oder so gegangen? Ja, es war nur ein Video, das sie schnell präsentiert haben. Und du hast vielleicht 2 Sekunden davon das Auto gesehen. Alter, ich war so enttäuscht, weil sie haben ein riesen Launch-Event gemacht mit einer Modeshow und allem drum und dran. Ja, no. Ja, aber gut, geht es halt mehr um die Mode dort. Aber mal schauen, wie es wird, eben über das Jahr rein so wird ja das Auto wieder geändert oder wird wieder angepasst. Vielleicht kommt das Rote ein bisschen weg, vielleicht springt ja Orlen plötzlich ab, wer weiß. Aber ja, allem in allem finde ich es eigentlich okay. Und eben auch jetzt hier noch Nick de Vries, neuer Fahrer in der Formel 1, in meinen Augen auch schon lang überfällig, dass der Typ in der Formel 1 ist, weil ich hätte den schon vor der Formel A schon gerne in der Formel 1 gesehen, muss ich ehrlich sagen. Wobei, er hat ja auch, muss man sagen, in der Formel 2 hat er ja eigentlich nicht so die krassen Gegner gehabt, sage ich jetzt mal, wie damals mal zwischen Leclerc gegen Russell, der noch rum war und so. Also er hat ja dort eigentlich in diesem Zeitfenster noch relativ durchschnittliche Mitbestreiter gehabt. Aber ich finde es immer noch nach wie vor absolut verdient und ich glaube, er hat absolut eine Chance verdient gehabt, um in die Formel 1 reinzukommen. Das ist schon lange überfällig gewesen. Und ich meine, der Typ ist jetzt auch 28, also ist auch nicht mehr der Jüngste. Aber ich bin happy. Ich bin gespannt, wie er wird performen. Ich meine, letztes Jahr in Monza hat er es ja gezeigt, dass es kann. In einem Williams gerade Punkte geholt, dann auf einer Strecke, wo ja wirklich Performance oder beziehungsweise, wie sagt man, du weißt das Wort. Luftwiderstand auf Englisch. jetzt bin ich los, jetzt hast du mich schnell überfordert. Voll verwünscht. Ja, ein Auto, das wenig Luftwiderstand hat, ist der Vorteil. Genau. Williams ist ja nicht so bekannt dafür, dass er windschnittig ist, sage ich jetzt. Von dem her doch sehr, sehr überrascht sie dort in Monza. Und ich glaube, es haben die Chance absolut verdient. Oder beziehungsweise jetzt die Möglichkeit für Alpha Tauri zu fahren. Ich hoffe einfach, er kann den Helmut gut besänftigen oder gut einstimmen, dass er nicht gerade irgendwie auf dem Schleudersitz hockt. Und der Yuki wird natürlich jetzt auch brutal unter Druck stehen. Ja, das ist etwas, wo da haben wir gerade letztes Jahr schon darüber geredet, glaube ich. Ich habe das Gefühl, für Yuki ist es einfach ein Make-or-Break-Jahr. Also, beziehungsweise es ist für ihn auch ein bisschen ein Lose-Lose, weil ich habe das Gefühl, wenn er den De Vries einfach nur schlägt, reicht es nicht. Ich habe das Gefühl, er muss den De Vries in Grund und Boden hauen.
dass wir wirklich noch ihn auch noch für ein Jahr länger mindestens behalten oder vielleicht für einen Red Bull Sitz würde vorbereiten. Wiederum, wenn er den Vries nicht schlägt, dann ist es ganz klar vorbei mit seiner Karriere. Also, da muss ich echt sagen, ich glaube, für Yuki, also nicht, dass es jetzt meine Prediction ist, das ist sein letztes Jahr, aber seine Chancen stehen sicher nicht gut. Weil der Vries, habe ich das Gefühl, mit der Erfahrung, die er hat, ja, nur schon das One-Off hat es gezeigt. Ich glaube, der wird sich sehr schnell, sehr wohl fühlen in dem Auto. Und wir wissen alle, ein Verstappen, der wird schon dafür pushen, dass der Vries mit ihm zusammen im Auto fährt. Weil die sind zusammen aufgewachsen. Die sind zusammen auf Kartingstrecken gegangen mit ihren Vätern. Und das ist halt wirklich... Der wird wollen, dass der Vries mit ihm im Red Bull noch hockt. Ja, das ist halt immer so ein bisschen Silly Season Talk, dann, so weit sind wir zwar noch nicht, aber ich glaube, es ist wirklich für den Yuki Make or Break das Jahr. Ja, also ich sehe es also für den Yuki wird es brutal schwer werden. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann mir den Yuki jetzt nicht in einem Red Bull vorstellen. Absolut nicht. Also der ist, für mich bleibt der einfach bei Alpha Tauri. Das ist das Maximale, was er kann machen kann. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Also, ich weiß nicht, Red Bull, er müsste sich hure verbessern. Also, er müsste sich wirklich brutal verbessern und mega Ergebnisse reinholen. Aber ich weiß halt ganz ehrlich gesagt nicht, ob Red Bull jetzt Nick de Vries würde ins erste Team reinholen, also ins Red Bull Racing rein. Weil dann würde ich jetzt immer noch, also ich würde es mir wünschen, würde ich immer noch einen Danny Rick sehen, der den Perez ablöst oder so. Aber ich glaube, mit dem können wir uns auch verabschieden, dass der noch eins in die Formel 1 wird reinkommen. Ich glaube, der wird rein nur Promo-Bitch werden bei Red Bull, denke ich jetzt mal. Aber sind wir ehrlich, es wird so sein. Ich denke nicht, dass der noch eins zurückkommt. Es ist schade. Ich meine, der Perez hat jetzt einen Vertrag bis nächstes Jahr, glaube ich. Ende 24. Warte jetzt. Nein, der Verstappen hat bis 25. Nein, der Leclerc hat bis 25. Ich mache immer das Durcheinander, wer noch wie lange hat. Verstappen hat ja 27 oder 28 sogar. Ja, genau. Und der Perez hat eine 2 Jahre Contract Extension bekommen. Und ja, ich bin ganz ehrlich, der Verstappen, der Checo. Ich sehe es halt auch so. Ich glaube, Red Bull wird wahrscheinlich schon einmal einen Ricciardo austesten. Und was ich mir aber vorstellen kann, ist, wenn der Yuki jetzt anfängt, dass er nicht performt, klingt verdammt böse, aber dass sie vielleicht für ein halbes Jahr den Ricky schnell ins Ding reinstecken, in Alpha Tauri, um zu schauen, hey, wie performt er. Oder dass sie halt das Gleiche machen wie mit Albon und Gasly. Dass sie schnell ein halbes Jahr, also im 24 ist dann ein halbes Jahr Perez und ein halbes Jahr Ricciardo machen, um zu schauen, wer von denen der schneller ist. Ricciardo, denke ich, wird wirklich schwierig mit dem Sitz. Man hat es jetzt auch bei Drive to Survive gesehen. Spoilers ahead, sorry, für die nicht wollen, schnell Tore zu machen. Haas hat ja auch darüber diskutiert, wer sie nehmen. 10 Millionen anscheinend für Ricciardo ist zwar für Red Bull kein Problem, aber wenn Haas ihn schon ablehnt, weil er zu viel kostet, ja, wie gut stehen dann echt seine Chancen noch mit anderen Teams wirklich wieder zurückzukommen? Oder? Und das ist halt wirklich ein bisschen die Frage. Ja gut, weißt du, das Ding ist halt eben, ich glaube, er möchte schon nochmal fahren und ich glaube, dann ist sein Eintritt, also weißt du, sein Wiedereintritt in die Formel 1 wahrscheinlich auch nicht so hoch oder seine Ansprüche. Da sagt er vielleicht eher mal so, ja, ich mache es auch für 5 Mille oder so. Ja, aber er macht es nicht in einem Auto wie Haas, das ist noch sein grösseres Problem. Ja. Er will Podiums und Wins. Und Haas wird sich sicher noch nicht so schnell entwickeln. Nein, das denke ich auch nicht. Ja, aber wir schauen mal, wie es wird. Aber das ist noch spannend eigentlich. Da habe ich gar nicht gedacht, weißt du, dass jetzt ein Ricciardo könnte ihn zu Not ablösen. Zu Not auch gespickt, weißt du, wenn er scheiße performt oder der Karren noch mehr zerleiht. oder eben halt beim Perez hat man halt immer ein bisschen damit gerechnet, oder? Aber ich meine, es gehen so viele Gerüchte um, dass er abgelöst werden könnte. Aber ja, wir schauen mal, wie sich das dort noch weiterentwickelt. Bleibt auch sicher spannend. Ich denke, auch Silly Season das Jahr wird sehr, sehr krass werden. Das ist es. Und ja, bei einem Team, wo auch Silly Season sehr, sehr krass war, beziehungsweise, nein, Silly Season ist eigentlich fast schon vorbei gewesen, aber die Entscheidung war einfach beim zweitletzten Rennen gewesen, ist Haas gewesen, und das nächste Team, wo wir dazu kommen. Ja, neues Driver-Line-Up, beziehungsweise einer ist schon
schon dabei gewesen und neu dazu ist der Nico Hülkenberg oder Nico Hülkenberg eigentlich dazu gestoßen. Und ihr Launch war ja gar kein Launch gewesen, beziehungsweise sie haben einfach Bilder online gepostet. Ja, voll. Also so wie immer. Wack. Ja, einfach nur so, da ist das Auto, schaut es an. Ja. Was man einfach klar muss sagen, auf den Renderings, die sie veröffentlicht haben, das ist nicht das Auto gewesen, das sie auch in Bahrain an der Teststrecke hatten. Das war wirklich nur eine Livery-Präsentation gewesen, hauptsächlich mit MoneyGram, ihrem neuen Hauptsponsor. Und ja, ich weiß nicht. Also, dass die Autos halt mehr schwarz geworden sind, da müssen wir nicht drüber reden. Also der Grund, wieso sie es machen, ist ziemlich klar, um halt Gewicht nochmal zu sparen. Ich finde das Auto aber, muss ich ehrlich sagen, ein 5 von 10. Ich finde es eigentlich noch relativ stimmig, muss ich sagen, die Farbkombination. Also schwarz, weiß und rot. Finde ich eigentlich noch relativ schick. Mir gefällt es eigentlich so. Ich weiß nicht, hast du die Live-Bilder gesehen vom Frontflügel, wo Haas gemacht hat? Vorne auf den Sideplates innen haben sie einen Flügel montiert, wo eine Grauzone ist. Eigentlich dürfte man es nicht, aber so wie sie es gemacht haben, ist eine Grauzone. Mercedes hat das auch gemacht. Und anscheinend soll der Frontflügel recht krass sein, was sie gemacht haben. Okay. Ja, also wirklich gespannt. Das ist also ich habe das Gefühl, dieses Jahr haben Teams noch viel mehr Innovation reingebracht. Zu 2, 3 komme ich nachher auch noch. Bei den Teams, die ein bisschen höher oben sind. Andererseits muss man jetzt auch sagen, also im Frontflügel hat jetzt letztes Jahr nicht wirklich viel ausgemacht. Gell? Die Leute sind mit kaputten Frontflügeln das ganze Rennen noch fertig gefahren und haben gesagt, es hat sich nicht so unterschiedlich angefühlt. Ja gut, sie müssen einfach einen robusteren bauen. Dass sie nicht immer die Spiegelei-Fahnen bekommen, das ist das Wichtigste. Das stimmt, ja. Ja, aber andererseits, also wenn man sich einfach die Delivery selber anschaut, ich finde zwar MoneyGram ein absolut uninspirierter Sponsor, also man merkt richtig, das ist so ein Bottom-Team-Sponsor, sage ich dem, wo einfach, ja, er hat einfach das Money. Ja, er hat das Money, oder? Ja. Er buttert Cash rein, oder? Aber es ist irgendwie, es gehört in meinen Augen einfach nicht so in die Formel 1. Ich finde aber von der Livery selber, ich finde gerade bei Haas macht es einfach Sinn, dass die schwarz drin haben. Oder okay, es war noch grau gewesen, damals Gutierrez-Zeiten etc. Aber schwarz finde ich passt halt auch und ich bin ein riesen Sucker für Farbkombination, weiß, schwarz, rot. Ja, es ist absolut basic, ich weiß, aber ich liebe es. Und was mir hure gefällt an der Livery, wenn du so von vorne anschaust, es gibt mir so ein bisschen Renault 2018 Vibes. Weißt du, du schaust von vorne an, es ist weiß, du schaust von der Seite an, nein, es ist eher schwarz oder so. Also ich finde einfach, wie generell die Livery integriert ist, hure nice. Und wenn ich etwas bemängeln könnte, dann ist es in meinen Augen nur, dass so ein bisschen Palm Angels Sponsor fast ein bisschen zu wenig gross ist. Ich fände es geil, wenn die noch ein bisschen präsenter wären, weil ich finde, das gibt dem nochmal so ein bisschen keine Ahnung, einfach einen dynamischen, jungen Touch drin. Und für mich, ganz ehrlich, ist die Livery sehr hoch oben. Ich gebe dem ein 8 von 10. Okay, gut, eben. Sponsoren werden so gross aufgedruckt, wie viel das sie auch zahlen, oder? Ich meine, das ist ja klar. Darum ist als Palm Angels so klein dort unten eigentlich und bricht wahrscheinlich nach jeder kleinen Kollision wieder weg, weil sie mehr nicht haben zahlen. Aber wegen dem Renault 2018, der war ja nicht weiss gewesen. Der Renault. Nein, ja, logisch war er nicht weiss gewesen. Du meinst gelb-schwarz? Nein, wenn du von vorne angeschaut hast, war er gelb gewesen. Wenn du von der Seite angeschaut hast, war er schwarz gewesen. Ach so, also meinst du? Aha. Jetzt bin ich so verwirrt. Renault ist doch geil gewesen. Und dann kann ich so überlegen, ja mal ganz früh noch, haben sie so das, wo sie da die ING-Bank Sponsoren hatten. Jetzt sind es orange, gelb-weiß gewesen. Nein, nicht 80er, das war 2007 oder 8 oder 9 gewesen, so etwas dort. Alonso-Zeiten, ja. Ja, das war der Crashgate noch. Und ja, darum bin ich so verwirrt gewesen, aber ja, dann ist schon gut. Aber das 8 von 10 ist krass. Also hätte ich jetzt eher beim nächsten Auto erwartet, aber wir machen also noch bevor wir weitergehen zum nächsten Auto. Ja. Hülkenberg, was denkst du? Jetzt bin ich gespannt. Absolut die richtige Entscheidung. Weil das Ding ist das, wenn wir uns zurückerinnern, der Günther Steiner hat gesagt, damals mal in Drive to Survive, man muss den jungen Fahrern Chancen geben. Und alles drum und dran. Und ich weiss nicht, du hast ja Drive to Survive hast auch geschaut, und jetzt auch wieder Spoiler Alert, die es wirklich noch nicht gesehen haben. Du hast jetzt den Podcast für keine Ahnung wie lange umschalten. Weil
ich finde es richtig krass, wie der Magnussen für den Mick eingestanden ist. Ja. Und das hat mich hure überrascht. Ja. Und klar, entweder kann man sagen, so, ja, er hat es einfach gemacht, weil er ihn gerne hat, oder er hat es gemacht, weil er Angst hat vor einem stärkeren Konkurrent. Das weiß man ja nicht. Aber ich glaube, der Magnussen hat sich genug verändert, dass er genug stark ist mental, um zu sagen, nein, ich kann auch mit einem Stärkeren umgehen. Ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, es ist wirklich, dass er Freude gehabt hat am Mick und dass er eben auch gesagt hat, mal, der kann mehr, weil er es wirklich das Gefühl gehabt hat, er kann mehr. Und ich habe zwar das Wort weggenommen, hast du noch etwas Wichtiges sagen? Nein, weißt du, mir geht es einfach darum, ich finde es halt ein bisschen Doppelmoral von Günther Steiner. Und ich muss sagen, der Günther Steiner ist mir eigentlich immer sehr sympathisch gewesen, aber halt eben mit dieser Mick-Geschichte hat es bei mir brutal versaut, weil ich finde es einfach, er ist hure scheiße mit dem umgegangen. Ja. Also, ich finde auch, also, weißt, wenn man im Mick seine Karriere anschaut, ein Jahr mehr hat er definitiv noch verleiden bei Haas. Und er hat sich definitiv zu einem sehr guten Fahrer entwickelt. Ich finde, er ist viel zu früh rausgeschmissen worden. Aber was ich einfach aus Drive to Survive jetzt halt einfach rausgesehen habe, ist, die Entscheidung ist nicht von Günther Steiner gekommen. Der hat so harten Druck bekommen vom Gene und die Telefonate, wo man da ab und zu gehört hat. Eben, er ist in einem Deadman's Territory und der Günther, ja, wenn er so weitermacht, ist es der gleich. Aber der Gene, der hat ihn schon lange draussen haben. Und okay, Crashes hin und her ist teuer und das mag das Team vielleicht gerade nicht verleiden. Von einer Teamsicht finde ich, ist die absolut richtige Entscheidung. Für Mick seine Karriere ist es ein Totschlag. Wenn er eine zweite Chance bekommt, ist es wirklich, er muss dann gerade sofort on the pace sein. Und ja, Angebot hat er ja schon bekommen wieder, anscheinend. Ja, das hoffe ich aber auch. Aber weißt du, ich finde es halt einfach eben, ich verstehe es. Also weißt du, ich sage auch, ich verstehe die Entscheidung vom Gene Haas, verstehe ich eben, weil sie können sich das wirklich nicht leisten, dass das Auto so zerschlissen wird die ganze Zeit, blöd gesagt. Und sie müssen halt wirklich, blöd gesagt, fast jeden Dollar oder jeden Cent halt umkehren, jetzt in ihre Währung. Aber ich meine, der Franz Tost hat ja gesagt, ey, du brauchst 3 Jahre musst du eigentlich fahren in der Formel 1, dass du kannst Erfahrungen sammeln oder dass man dann kann entscheiden so, okay, du bist Formel 1 tauglich oder nicht. Sie haben Yuki Tsunoda. Ja, und ich meine, das erste Jahr kannst du so nicht als Referenz nehmen bei Haas, weil dort, also das 21er Saison, die Autos sind so weit weg von also ich meine, da kannst du ja nicht mal sagen, also okay, du bist ein bisschen gegen jemanden gefahren. Das hast du ja nicht können sagen, weil du bist ja so weit weg gewesen, du bist einfach nur gegen die Teamkollegen gefahren und der hat sich meistens schon nach einer Kurve selber rausgeschossen. Ja. Und darum finde ich es ein bisschen hart, aber... Auch dort muss man sagen, gell? Sein Teammate war schon nicht gerade der goldige Schuss gewesen, aber das Auto wird schwierig sein zum Kontrollieren. Und das war mehr einfach ein Survival gewesen, wo müssen gemacht werden eigentlich, um auf der Strecke zu bleiben, als wirklich Rennen fahren. Und du sagst es richtig, also das erste Jahr kannst du einfach schlichtweg nicht als Referenz nehmen, Punkt. Aber ich bin happy, dass der Mr. Hulk wieder back ist. Ich habe hure Freude, ich habe das nicht begriffen, wieso dass er Renault damals hat müssen verlassen. Also es hat mich wirklich hässlich gemacht, weil er hat gute Resultate geliefert hatte. Und okay, gut, Ocon ist Franzose, aber das ist für mich irgendwie damals so ein bisschen wie das einzige Argument gewesen. Und der Hülkenberg hat ja eigentlich in den letzten paar Jahren immer wieder bewiesen, wieso, oder? Hat sehr viele Stand-ins gehabt, vor allem bei unserem nächsten Team, Aston Martin, wo wir werden anschauen. Dort hat er einfach immer wieder gute Resultate geliefert. Und meines Erachtens sich hat einfach auch mit diesen Kurzeinsätzen immer wieder können beweisen. Ich würde sagen, wir springen schon gerade zu Aston Martin. Ja, also ich kann nur sagen, eben, Doppelmoral von Günther. Zuerst sagt er, ja, man muss der Jungen eine Chance geben und jetzt hat er eigentlich 2 alte Fahrer im Auto. Aber ich finde auch Hülkenberg sehr, sehr gute Alternative und ich denke auch, er kann das Team vorbringen oder helfen vorbringen. Ich hoffe nur, er kommt gut aus mit dem Magnussen. Nein, das habe ich ehrlich schon das Gefühl, dass die beiden sich verstehen. Ja. Also der Magnussen, ich habe das Gefühl, der ist, seitdem er Vater geworden ist, hat er sich entwickelt, menschlich. Die Episode ist so herzig, man, mit seinem Kind. wo er nicht antwortet und der Cut übergeht zu seinem Kind.
Das ist so herzig. Das ist wirklich herzig. Ja, Also- also, wir machen jetzt Genau, weiter, wir sonst machen sind wir noch weiter. 100 Jahre behasst. Wir kommen jetzt weiter zu Aston Martin. Yes. Und Mit du der- erwartest von mir, da ein höchstes Rating. Nein, also eher ich, weißt du, hat Ah. Anni gesagt. Eher ich würde hier ein höchstes Rating geben. Weil, also zuerst mal zum Auto. Ich finde es schön. Mir gefällt das Grün einfach mega. Ich finde das British Racing Green finde ich eigentlich wirklich geil. Wobei es ist jetzt ein bisschen dunkler oder hellerer Ton. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch scheißegal. Mir gefällt das wirklich. Man hat den gelben Streifen und so, das hat mich ja damals mal immer aufgeregt gehabt, aber das ist ja bei Aston ist ja das die Sportabteilung da. Sie haben es jetzt immerhin ein bisschen dezenter gemacht, das finde ich schön. Und mir gefällt wirklich das Auto. Und ich habe, glaube ich, dem dazu mal ein 8 von 10 gegeben, wenn ich mich nicht täusche. Ich muss schnell schauen, weil wir machen es jetzt nicht so chronologisch. Nein, ein 6 von 10. Ja, ich würde ihm aber gleich ein 8 von 10 geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir gefällt der Klapp richtig. Ich weiß nicht wieso. Wenn ich ihn so anschaue, mir gefällt er. Ja, gefällt mir, genau. Mir gefällt er, wäre richtig. Also, Ja, ich weiß nicht. Also, ich finde, weißt, grundsätzlich das Design finde ich nice. Oder? Man übertreibt nicht. Man macht einfach ein Base Color. Man macht eine schöne AMR Neon Swoosh noch rein. Das finde ich nice. Was mich einfach schon seit letztem Jahr auch gestört hat, oder seit vorletztem Jahr, das ist schon das dritte Jahr, wo sie Aston Martin sind, das Auto ist auf der Strecke einfach zu dunkel. Das ist das, was mich nervt. Aber rein vom Design, die Idee finde ich eigentlich geil. Ich finde, das Grün müsste einfach noch es muss noch ein bisschen mehr poppen. Es darf noch ein bisschen mehr grüner sein, weil es ist so ein bisschen, ist jetzt so ein Blaustich drin. Aber von vorne sieht es richtig böse aus. Vor allem, wenn der Dings drin hockt, der Alonso mit seinem gelben Helm. Ich finde, es sieht einfach nur böse aus. Es ist überall so ganz feine gelbe Details drin. Ja, ich weiß nicht. In den Renders würde ich sicher auch ein 7 von 10 geben, aber auf der Strecke länge es, sorry, für ein 5. okay. Ja, gut. Eben. Nein, es ist natürlich eine Geschmackssache wie immer. Also mir gefällt einfach das Auto, mir gefällt das Grüne extrem. Und der Launch selber ist auch noch sehr, sehr speziell gewesen. Also beziehungsweise der Lawrence Stroll, wie er weggelaufen, das hat mich so verrissen. Wir haben ja damals mal die bei mir im Stream dabei sind auf Twitch, wir haben ja den Launch haben wir gerade live geschaut, zuerst den McLaren und nachher den. Hey, und es hat mich schon dort verjagt, wie der geschaut hat. Oder nachher gibt es so viele geile Memes und alles. Nein, unglaublich. Aber der Launch selber irgendwie ist halt, ich weiß gar nicht, wie lange ist er gegangen? 40 Minuten oder so? Ich glaube, es ist noch relativ lang gegangen. Ist aber schnell vorbeigegangen. Also ich habe wirklich nur bis zur Car Presentation geschaut, wo sie das Auto enthüllt haben. Da habe ich noch ein bisschen zugelassen, wie sie da ein bisschen labern, also der Stroll und der Alonso. Und danach habe ich weggeschaltet. Also sie haben ja anscheinend noch den Drogovic und so haben sie noch interviewt und so. Da habe ich nicht mehr geschaut. Ich habe eigentlich an und für sich den Launch okay gefunden. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich hätte jetzt mehr vom Mike Crack etwas gehört als vom Lawrence, weil der hat 100 Jahre wieder gelabert. Mit dem haben sie lang gelabert und Mike Crack haben sie irgendwie nur so in 2 oder 5 Minuten abgefertigt und dann war es gut. Habe ich ein bisschen schade gefunden. Aber an und für sich war es nicht schlecht gewesen. Nur mit dem Mikrofon haben sie es nicht im Griff gehabt, aber es hat verdammt gehalten, das weiss ich noch. Ja, das stimmt, ja. Ich weiß nicht, also ich finde den Aston Martin Launch, ich habe ihn eigentlich gut gefunden. Er war zwar ein bisschen trocken gewesen, aber ich finde, so sollte ein Car Launch sein. Du hast ein kleines Publikum, wobei das ein Investmentpartner waren, die rum waren. Du hast Drivers, du hast das Auto und es ist einfach alles wird so ein bisschen schön in Szene gesetzt. Lokalität habe ich speziell gefunden. Die hatten eigentlich ortssicher in der Firma, wo sie mehr Platz hätten. Und es ist der Launch selber, ist halt gleich wie letztes Jahr, ist mehr eigentlich um die neue Werkstatt gegangen als etwas anderes. Aber es hat einfach sehr viele Memes und lustige Sachen daraus rausgegeben, wie zum Beispiel eben der Kiddy, wo in der Aston Martin Young Drivers jetzt dabei ist, hat gefragt, ist gefragt worden, was denn sein Idol ist und oder wer sein Idol ist, der gesagt Fernando Alonso. Und dann hat der Drogovic so aus Sympathie nachher gesagt, hey, ja, dass der Lance Stroll sein Vorbild sei. Und das ist einfach so richtig rausgehört, wie er es nicht ernst meint. Und ich habe es wirklich geil gefunden. Aber hey, schau, am Ende des Tages, wie gut der Launch ist und wie schön das Auto aussieht, heisst nichts in der Formel 1 Welt. Und wir kommen da sicher später noch dazu, aber vor allem die Version, die wir nachher auf der Strecke gesehen haben, sie hat etwas. Sie sieht schnell aus, sie sieht sexy aus.
Wir kommen dann später noch dazu, wenn wir über Tests werden reden. Also, soweit mein Fazit zum 5 von 10 Aston Martin. Ja, nein, also ich muss einfach sagen, eben so die Memes, ey. Warum hast du das Meme gesehen, wo so gestanden ist, so ja, Real Footage, wie der Stroll den Unfall gemacht hat? Hast du das gesehen, wo da nachher so, es gibt so ein Video, da siehst du so einen Velofahrer, der von einem Autofahrer voll umgefahren wird und dann hockt einfach so der Alonso drin und lacht so, hey, es hat mich so vertätscht, Mann. Das Video habe ich noch nicht gesehen, ich habe ein TikTok aufgenommen und habe so gesagt, so böse Zunge würde jetzt behaupten, der Alonso sei es gewesen. Und dann kommt einfach das Video, hey, ich habe nicht mehr können, Mann. Genial. Ja, wirklich nicht mehr können, so gut. Ich liebe Formel 1 Humor, das ist einfach genial. Ja, also, die Memes teilweise. Und alle denken gleich teilweise. Es ist so schlimm. Es ist wirklich. Ich finde es so geil, wie so Teams immer mehr so ein bisschen das Lustige und so ein bisschen die Meme-Seite halt so ein bisschen aufnehmen und halt selber auch durchziehen. Oder eben auch die Fahrer, zum Beispiel der Valtteri Bottas mit seinem genialen Helm, mit seinem Testing, und er einfach seinen Mullet und seinen Mustache hatte. Und das Geile finde ich, wie sogar, also es ist ja seine Freundin, die den Helm gezeichnet hat, wie sie sogar so die zurückgehende Hairline auch integriert hat. Ja. Das habe ich einfach genial gefunden. Vorne Business und hinter Freizeit. Man. Ja, genau. Das ist einfach geil. Und, aber von hinten bis vorne Business, ohne Freizeit, ist das Auto, das sie da so haben, oder? Ja. Stimmst du mir zu? Ja. Also das Auto finde ich persönlich eines der schönsten. Muss ich aber ehrlich sagen, ich habe es auf den Renderings geiler gefunden, wie in echt auf der Strecke. Muss ich zwar sagen. Ja, aber ich finde es gleich immer noch wahnsinnig schön. Mir gefällt der Klapp. Man merkt halt, es ist halt wirklich fast das gleiche wie letztes Jahr, einfach das weiße Feld. Es ist einfach durch Rot ersetzt worden, blöd gesagt. Wobei die Nase letztes Jahr war auch rot, einfach vorne hat so, oder die Nase vorne war auch rot, aber er hat unten so den weißen Fingernagel gehabt. Aber ich finde es so eigentlich viel schöner, auch klar, wegen Gewichtsoptimierung hat man schwarz genommen. Und ich habe dem Auto ein 10 von 10 gegeben und bleibe aber 10 von 10, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich muss voraus sagen, also ich hätte mit, auf den Renders schon auch ein 10 von 10 gegeben. Live, eben, irgendwie hat es ein bisschen an dieser Magie verloren. Also er geht vielleicht ab auf ein 9 von 10. Aber grundlegend ist halt wirklich, ich finde vor allem das Teamkit, das sie haben, ist einfach genial. Also einfach das Pechschwarz mit ganz so wenigen roten Akzent, der Name so die Beine abgeschnitten, geschrieben beim Dings, beim Racesuit. Also grundlegend wunderschönes Auto und auch der Launch hat mir wirklich sehr gefallen. Ich habe hohe Freude gehabt, dass sie einfach im SRF-Studio waren. Und keine Ahnung, es ist halt einfach, es ist so ein bisschen eine offene Diskussion gewesen, als etwas anderes. Nur was mich hure verwirrt hat, ist, dass sie kein neues Team Principal eigentlich definiert haben. Sie haben jetzt einfach wie nennen es, Team Representative, der Aluno Bravi, und keine Ahnung, ich finde, das ist nicht das, was das Team braucht. Ich finde, das Team braucht einen starken Leader, wie es halt der Vasseur war. Und ja, das macht mich noch ein bisschen stutzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also sie haben ja das Ganze aufgeteilt. Eben der war ja auch dort gewesen, der Franzose, ich weiß aber nicht, wie er heisst. Der ist auch dort gestanden, ja. Und der ist ja eben für das technische Reglement, für das Technische ist er, glaube ich, zuständig. Und eben der Bravi ist dann für das Sportliche, genau. Und der Dings, eben wie heisst er, der Seidel ist ja dann eigentlich mehr so ein bisschen im Hintergrund, wo du steuern und lenken. Aber ja, ich denke, da kommt schon gut. Und der Dings, der Bernd Zinder ist, Bernd Zinder ist für Sportliche zuständig. Und der Dings, der Bravi ist einfach nur der den Kopf muss haben, der steht in der Öffentlichkeit. Also der stellt sich die Fragen eigentlich. Also sie haben es eigentlich auf 3 Leute aufgeteilt jetzt. Finde ich eigentlich schade, weil ich finde, der Zehnder ist jetzt mehr so ein bisschen... Der ist sauber, habe ich das Gefühl. Aber ja, anyway. Ja, der ist halt seit Anfang an dabei. Also, ich finde es eigentlich nicht schlecht, weil ich glaube, so ist einer nicht für alles zuständig, weil du eigentlich den Druck aufteilen. Und sind wir auch ehrlich, der Bravi wird nicht länger dort sein als bis 2026, dann kommt wieder jemand Neues. Also, ja, fix. Dann wird alles wieder gewechselt. Darum, das ist nur eine Übergangsphase. Es kann auch sein, dass er nächstes Jahr schon weg ist wegen Alfa Romeo.
weil italienischer Sponsor, oder? Ich denke, da wird vielleicht Alfa auch noch etwas mitgeredet haben, dass sie noch immerhin ja, jemanden dort haben, weißt du, was ich meine? Wobei der Bravi ist ja, glaube ich, auch schon länger dabei, aber ich glaube, der ist gekommen, der auch sauber da war. Allerdings Alfa Romeo da war. Aber ich weiß es nicht mehr ganz auswendig, aber naja. Wir werden es sehen. Wie gesagt, für mich bleibt es 10 von 10, finde aber ihn echt nicht so schön wie auf den Renderings. Aber hat auch sehr schnell ausgesehen an den Testtag. Aber kommen wir nachher noch dazu. Absolut. Ja, wer weniger... Ja. Genau, wer weniger schnell ausgesehen, ja, geil, genau. wir die gleiche Überleitung haben. Ja. Also nicht nur haben sie weniger schnell ausgesehen, schon beim Launch haben sie alles downplayed und man hat wirklich gemerkt, irgendwie nur schon beim Launch, da stimmt etwas nicht. Die sind mit dem Auto nicht happy und ich glaube, das Problem, das sie haben, ist, dass sie einfach zu viel Geld in Fahrer investiert haben. Ja, also, ich meine... Für einen alten Fahrer haben sie zu viel Geld investiert. Für einen alten Fahrer, ja, oder für einen Fahrerwechsel, oder? Ja. Also der McLaren MCL60, wer weiß, wie wir da noch so draus kommen bei der Namensfindung, aber okay. Ja, das ist ja wegen McLaren 60 Jahre. Ja, wow, cool. Das ist bei Ferrari auch so behindert. Da heisst er mal SF75, da heisst er wieder SF24. Da muss niemand rauskommen. Nein, 23, sorry. Wir sind erst im 23, mein Gott. Das Auto hat letztes Jahr scheiße ausgesehen in meinen Augen. Es sieht jetzt scheiße aus. Ein knappes 2 von 10. Ich finde Google Chrome Dings hässlich. Ich finde die Integration vom Blau hässlich. Ich finde, es hat zu viel Schwarz drin. Und. Ich finde, das Auto sieht von der Livery optisch scheiße aus. Und ich finde, das Auto sieht, auch jetzt auf der Strecke, wo wir es gesehen haben, es sieht einfach nicht schnell aus. Es fehlt einfach so viel. Ja, also ich finde es ein bisschen lustig. Ich weiß aber nicht, wie viel das du Testtag gesehen hast. Aber sie haben es so hure angesprochen noch. Das Auto, wenn du den Chrome wegnehmen und das Blaue ein bisschen wegnehmen, würde er einfach aussehen wie ein Arrows. Also von den alten Arrows, weil die sind orange und schwarz gewesen. Und die Autos waren auch scheiße gewesen. Und es ist ein bisschen so, wirklich so ein bisschen Zeitreise nach Kindern. Wie gesagt, so ein Aero-Fahrer, du weißt irgendwie so, ja, der kann nichts. Und so ist es eben auch ein bisschen bei McLaren. Lustigerweise hat auch der Zach Brown und wie heisst der neue Teamchef dort? Der Andrea Stella. Ja, genau, der ist, die haben gesagt, das Auto, sie sagen ein bisschen am Hinten nachher. Sie haben schon gesagt, was Aero anbelangt. Also es hat anscheinend, das Auto gibt viel zu viel Luftwiderstand, als der Abtrieb rum ist. Also es funktioniert irgendwie hin und vorne nicht, haben sie gesagt. Und ja, ich weiß nicht. Ich finde es einerseits schade für den Norris, weil der Norris ist halt immer noch. Also, ich bin ja eh nicht so der absolute Norris-Fan. Ich sage immer noch, er ist ein sehr guter Fahrer, definitiv, aber ich sehe ihn jetzt nicht so als einer, der weiss nicht, wie er gut ist. Also, in meinen Augen kommt er nicht an einen Verstappen, nicht an einen Russell und weiss nicht, wer alles her. Ich denke auch an Piastri wird stärker sein als er. Kommt er in meinen Augen nicht her. Und ich finde es halt einfach schade, weil eben, ich denke, er hat schon Talent, aber er kann es nie beweisen, weil er halt einfach das Auto nie gestimmt hat bis jetzt. Ja. Vielleicht 2020, 2021, so dort war das Auto noch recht stark gewesen, eigentlich. Aber ob es mit dem geht, weiss ich nicht. Ich habe dazu mal auf Instagram ein 5 von 10 im Auto gegeben. Würde jetzt aber auch eher runtergehen auf ein 4 von 10. Das einzige Schöne an diesem Auto, und das meine ich tot ernst, finde ich den orangige Heckflügel. Der sieht geil aus. Ja. Den finde ich schön. Das ist das Einzige. Aber auch, da stimme ich dir komplett zu, das Google Chrome, das fuckt so ab, dass es so drin ist. Auch die bunten Felgen eigentlich sozusagen, finde ich einfach nicht geil. Ich habe letztes Jahr schon nicht geil gefunden. Und einfach das Blaue, es ist einfach irgendwie immer noch so eine kleine Anspielung auf Golf. Aber die haben den Golf-Sponsor ja nicht mehr. Wieso haben sie denn das Blaue noch drin gelassen? Machen doch die ganze Fläche orange. Oder machen es schwarz. Aber das Blaue ist wirklich so ein Dreischiss. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich habe das Gefühl, so wie momentan einfach das Auto performt, so wirkt auch die ganze Firma. Es ist irgendwie so eine grosse Unsicherheit und man findet sich so wie nicht. Oder? Also wenn das so die neue Identität von McLaren sein, dann ja, rutscht mir den Rücken ab. Oder? Weil es ist einfach, die haben so viele geile Eras gehabt. Vodafone-Zeiten mit dem Chrom-Auto, die Marlboro-Zeiten mit dem rot-weißen MP44. Oder das sind einfach so, das sind so McLaren, die da nie aus dem Kopf rausgehen. Und ich habe ganz ehrlich,
auch die na gut, das ist ja schon natürlich schon nach Honda-Zeit gewesen, die Renault-Zeit, wo sie das dunkelblau mit dem ganz orangen Auto hatten. Ich habe gefunden, das hat einen gewissen Charme, aber das ist einfach kaputt gemacht worden, schlichtweg. Ja. Also, Ja, sie haben halt einfach auf dem... Sie haben halt einfach auf dem Papaya aufbauen, oder wo sie halt einfach da ja, eben mal vor ein paar Jahren aufgegriffen haben wieder. Aber, also, verstehe mich nicht falsch, ich finde das Orange immer nach wie vor eine coole Farbe eigentlich auf einem Formel 1 Auto, aber halt eben, wie du auch gesagt hast, in der Kombination mit dem Blau, mit dem Schwarz und so. Ja. Naja, weiß ich nicht. Naja, beschreibt es, glaube ich, ziemlich gut. Ich glaube, das ist ein McLaren 23. Einfach naja. Ja, naja, definitiv. Ein Team, das gar nicht naja ist? Ja, jetzt habe ich gerade sagen, so das nächste Naja. Aha, was? Ja. Ich finde aber nicht. Also meinst du jetzt optisch oder meinst du... Wie meinst du naja? Also, sagen wir mal so, der Launch ist ein bisschen awkward gewesen. Ich weiss nicht, die hat so die ganze Zeit so das Publikum mitreißen und die alles denken so, Kollege, zeig einfach das scheiß Auto und fertig, weißt du? Vor allem hat sie keine Ahnung gehabt, von was sie schnurrt. Ja, wirklich. Boah. Das war schon unglaublich gewesen. Ja, der Launch war eigentlich schon okay gewesen, aber jetzt abgesehen von dem. Ich finde es einfach immer noch recht unterste oder recht assi, dass der Pierre Gasly auf der Leinwand so klein dargestellt wurde neben Ocon. Es war einfach so richtig so Punch in the Face gewesen, aber egal. Ja. Aber das Auto an sich, ja, ich weiß nicht. Also ich habe ja, ich glaube es auch dann auf Instagram geschrieben, mir gefällt der Pink an und für sich einfach mehr, weil das erinnert mich so richtig an die Force India Zeiten und so, wo er noch pink war mit BWT-Sponsor. Und ja, es hat eigentlich noch recht schick ausgesehen, muss man sagen. Sie haben ja jetzt 2 Liveries präsentiert, einer ist der Pinky und einer ist der Blau-Pink, so wie sie dann werden fahren auch. Also der erste, der Pinky, werden 3 Rennen fahren, Bahrain und Saudi-Arabien und Melbourne. Mhm. Und dann der Rest von der Saison der Blau-Pinky. Aber lustigerweise sind sie an der Testtag der Blau-Pink gefahren. Schon witzig. Ja, haben sie das letzte Jahr... Hast du das schon so gemacht? Ich weiß gar nicht. Mit 6 umlackieren. So gemacht, ja. Ja, ist möglich, ich weiß es nicht mehr. Aber eben, wie gesagt, ich finde der rein Pinky schöner als der Blau-Pinky. Wobei ich finde das Alpin-Blau auch nicht schlecht. Aber mir gefällt einfach so die Kombination von Blau und Pink, finde ich jetzt einfach nicht so wahnsinnig schön. Darum, ich habe dazu mal auf Instagram gesagt, im Blau-Pink ein 6 von 10 und im Pink ein 8 von 10. Ich würde beim Pinken bei 8 von 10 bleiben, würde aber das Blaue das 5 von 10 vielleicht geben, das 4 von 10, würde ich sagen. Ja, ich finde es halt einfach, was in meinen Augen die pink-blaue Livery komplett kaputt gemacht hat, ist, dass wir 19... Nein, was 19? Wann sind es Alpin geworden? 2021? Ja. Ja, dass wir 2021 die normale Alpine Livery gesehen haben, mit dem Rot hinten dran und nachher das Blau. Weil das ist in meinen Augen eine der schönsten Liveries, wo wir sicher von dem Jahrzehnt werden gesehen haben. Bin ich überzeugt. Ich finde das eine wunderschöne Livery. Und du sagst, also die Pinky, ganz Pinky, sieht viel, viel besser aus. Und der muss ich ganz ehrlich sagen, gebe ich ein 8 von 10. Ich finde es tiptop, so wie es ist. Sie ist simpel, sie ist einfach. Man hat das Schwarz wirklich auch gut integriert in dem Sinn. Aber die blau-pinkige, es stimmt einfach nicht. Irgendwie Proportionen stimmen nicht und keine Ahnung. Also rein vom Aussehen her nicht so ein sexy Auto, wenn man jetzt rein auf die Livery schaut. Aber ich finde eben, rein aerodynamisch sieht das Auto richtig gut aus. Es hat wirklich Innovationen. Ich habe auch am Launch schon geschrieben, irgendwie ein Heck dort, wo die Sidepads aufhören. Das hört so früh auf. Es sieht so aus, als ob der Ausbau fast noch 1 Meter lang wäre. Irgendwie. Also wirklich aber ein spannendes Design. Aber das Auto, das ja dir gestanden ist, war kein 60 gewesen. Also, ja, das ist nicht das Auto gewesen, wie auf den Renderings. Weil das Auto, das wir jetzt so gerade gesehen haben, wir haben nebenbei eben noch Monitor offen mit den Renderings, das ist das Originale. Mhm. Und ich habe mir jetzt in echt aber nicht geachtet, wo sie gefahren sind mit dem an der Testtag, wie es dort aussieht. Aber ich habe mir jetzt wirklich nicht geachtet. Aber ich finde es auch aerodynamisch, finde ich es eigentlich auch recht schick. Und Alpine hat letztes Jahr in der 2. Saisonhälfte einen verdammten Sprung gemacht. Mhm. Die sind sehr stark geworden. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie dieses Jahr
wo auch noch könnte vielleicht ein bisschen mitmischen. Nicht vorne natürlich, aber im Mittelfeld werden es definitiv sich ansiedeln. Also ich denke jetzt nicht, dass die plötzlich zu den Bergrunners irgendwie so hintergehen oder so. Und ich finde auch die Fahrerkombination, die sie jetzt haben, eigentlich auch wirklich stark. Auch wenn sich der Ocon und der Gasly nicht so wahnsinnig gut verstehen oder verstanden haben. Sie sagen zwar, sie verstehen sich gut, aber ich denke immer noch nicht, dass sie sich so wahnsinnig gut verstehen. Sie müssen. Ja, aber ich finde der Gasly sicher oder eine bessere Alternative als der Piastri. Also so klar nach dem. Aber ich denke, da haben sie wirklich einen guten Fang gemacht, Alpine. Und ich denke auch für den Gasly ist sicher auch ein richtiger Schritt in der Formel 1 für seine Karriere. Weil eben Alpha Tauri wäre nicht weitergekommen als Alpha Tauri, muss man ganz klar sagen. Also er wäre dort nicht mehr rausgekommen. Also das Red Bull-Team möchte ihn nicht mehr. Also ist das der einzige richtige Weg, den er einschlagen konnte. Und ich denke auch, der hat es wirklich auch zu einem guten Team gemacht. Sehe ich auch so. Nein, also ich finde, der pinke Karren da der wird sicher können mitmischen auch vor ein bisschen, vielleicht das ein oder andere Podium mitklauen. Und dann steht wirklich einfach das, also wenn Red Bull nicht so klar würde davon säckeln, wie sie es wahrscheinlich werden machen, hätten die sicher auch der ein oder andere Win drin, wo sie sich, ich denke, etwa gleich stark könnten sagen, wie es ein letztjähriger Mercedes war. Vielleicht, wenn du nichts mit sagen hast, gehen wir auch gerade schon zu dem. Ja, das ist gut. Weil der Mercedes, der hat für Gesprächsmaterial gesorgt. Einerseits, dass sie das gleiche Konzept noch hatten. Das war mal spannend gewesen, aber das ganze Internet ist eigentlich Kopf gestanden, wo einfach mal wieder ein ganz schwarzer Mercedes gestanden ist. Und das nicht einmal aus den gleichen Gründen. Sondern einfach, weil man gesagt hat, gut, wenn wir ihn ganz schwarz machen, wir können das, es macht Sinn, wir haben es schon vor 2-3 Jahren gemacht und wir können so viel Kilo sparen eigentlich nur schon wegen der Farbe. Aber es ist halt einfach, es ist so eine Mean Machine, es sieht richtig hässig und richtig böse aus. Ich finde es wirklich mit Abstand eines der schönsten Autos, die wir momentan auf dem Grid haben. Und dementsprechend gibt es für mich ein 10 von 10. Es ist wirklich, es ist Perfection. Ja, also ich muss auch sagen, mir wird immer vorgeworfen, ich bin Mercedes-Fanboy. Aber genau aus solchen Gründen bin ich es auch vielleicht. Weil ich finde, das Auto finde ich einfach so hure geil. Ich hasse Mercedes im echten Leben als Strassenfahrzeug. Ich finde Mercedes nicht geil. Aber mir gefallen die Rennwagen, die sie rausgehauen haben, also vor allem die schwarzen, finde ich so absolut krass. Also ich habe geschrieben, von mir aus könnte es auch ein 12 von 10 sein, weil ich finde wirklich hure geil. Ich bin einfach hure überrascht gewesen, als ich gesehen habe, sie haben wieder die dünnen Sidepods. Wir haben jetzt aber vorher noch gelesen, oder du hast mir ja zuerst schon gesagt, eben in Bahrain kommen schon mit neuen Sidepods. Ich habe jetzt aber noch gelesen, eben in Baku soll es mit neuen Sidepods kommen. Also ob das Auto wirklich so durch die ganze Saison durchfährt, ist fraglich. Ich denke es jetzt eher weniger. Allerdings hat es bei den Testtags Auto nicht schlecht ausgesehen, muss man klar sagen. Und der Toto hat auch noch gesagt, sie haben noch etwas im Petto. Ja, also sie müssen auch noch etwas im Petto haben, weil ich finde jetzt gerade, weißt du was, komm, ich glaube, wir schnorren schon mal ein bisschen über Testtag, weil 52 Minuten, gell? Ja, ich weiss, wir sind wieder. Bei Alpha Tauri sind wir hängen geblieben. Nein, bei Haas sind wir hängen geblieben. Ja, gut. Wir schleifen jetzt dem schon mal langsam jetzt mit den letzten 3 Teams auch schon in den Testtag rein. Ich finde eben, der Mercedes hat nicht ganz so nice ausgesehen. Er ist immer wieder, vor allem beim aus der Kurve rausbeschleunigen, sehr instabil gewesen. Ja, sind wir mal gespannt, wie sich das noch ausbügeln kann, aber das wird nicht etwas sein, was sie mit Setup können, verändern können. Und wenn sie nicht mit dem Sidepod und generell Downforce auf andere Wege finden, etwas rausholen, bin ich mir nicht so sicher, weil letztes Jahr ist das Auto halt wirklich nur schnell gewesen, wenn es ganz tief vom Boden kann sein, und jetzt könnte es nicht mehr ganz tief vom Boden sein. Also das Konzept muss sich noch ändern, aber es geht halt einfach generell über das ganze Auto drüber 2-3 spannende Innovationen, die sie halt einfach eingebracht haben, oder beziehungsweise einfach ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben haben als andere Autos. Und es hat so ein bisschen, ich finde, es hat jetzt im Testing so einen guten Mix ausgesehen. Es hat nicht schlecht ausgesehen, es hat aber auch nicht gerade Red Bull gut ausgesehen, so in diesem Stil. Ich glaube, dass sie ziemlich genau am gleichen Punkt werden sie wie Ende letztes Jahr. Also, dass sie so für Podium sind und der eine oder andere Win können klauen, aber that's about it. Vielleicht am Anfang von der Saison. Ja, gut.
Ich meine, der Russell hat ja auch gesagt, das Auto, das letztjährige, hat ja wirklich eigentlich Pace auch gehabt. Also es war viel Pace drin, aber man hat es halt eben nie können abrufen wegen dem Porpoising oder wegen dem Bounce oder was auch immer. Es hat halt einfach immer irgendwo wieder Einschränkungen gegeben, wo man halt einfach dann nicht das Ganze können abrufen. Ich weiß nicht, aber ich habe immer noch das Gefühl, Mercedes pokern durch. Ich glaube, wir haben einfach nicht das gesehen jetzt an den Testtag, wo man hätte sehen sollen, oder beziehungsweise wo wir dann in Bahrain werden sehen, also am ersten Rennwochenende. Klar wäre das nicht wieder mit einem komplett neuen Auto dort stehen, das haben sie auch gesagt, weil für da haben sie einfach kein Geld oder keine Zeit gehabt, weil das ist so aufwendig gewesen, hat Toto gesagt. Einfach bei ihnen war es auch sehr spannend gewesen. Ich habe ja vorher gesagt, Haas hat ja innen am Sideplate haben die ja innen einen kleinen Vögel gemacht, wo wenn du von vorne her schaust, von unten aufgezogen ist. Und Mercedes hat es gerade andersrum gemacht, die haben es von oben abgezogen. Also dass die Luft eigentlich wie unter dem Rad, blöd gesagt, durchziehen würde. Also es zieht unten ans Rad her. Dann. Keine Ahnung, was die genau für eine Idee haben mit dem kleinen Blech dort. Bin echt gespannt. Aber ja, ich bin auch aufs Update gespannt, wo sie werden raushauen dann in Baku oder Bahrain, wenn auch immer das kommt. Und also eben also sie sind ja schon auch schnell gewesen jetzt an den Testtag. Und ich denke, alle Teams haben ein bisschen Bluff gehabt, alle Teams sind noch nicht zu 100% gefahren oder so Qualifying Pace gefahren. Die sind einfach, haben mal probiert, was geht, aber sie sind sicher nicht so ans Limit gegangen, wie dann, wenn es um die WM geht, wieder. Und darum denke ich, kann da schon noch etwas drin sein. Aber sie haben ja an den Testtags sind es schon 2 Zehntel schneller gewesen, oder 3 Zehntel sogar, 3 Zehntel schneller gewesen als im Leclerc seine Polezeit letztes Jahr in Bahrain. Und ich denke, 5 Zehntel liegen sicher noch mal drin, zum rausholen. Ich glaube, also, generell, ich glaube generell, dass das einfach das ganze Feld schon mal einiges schneller ist. Und eben, ich habe dir auch mal ein Video geschickt von einem ehemaligen Mercedes Aerodynamicist, wo das ein bisschen auseinandergenommen hat. Und schon nach etwa 3 Minuten hast du das erste gesehen, wo Mercedes mit dem Regelwerk ein bisschen gespielt hat. Oder? Das war zwar nicht das, was du gesagt hast, aber es ist etwas Spannendes so am Frontflügel. Und was vielleicht vielen jetzt auch bei den Tests noch aufgefallen ist, Mercedes hat ja letztes Jahr so Zwischenverlinkungen gehabt zwischen den einzelnen Flügelplatten, wo sie so ein bisschen für aerodynamische Vorteile haben wollen brauchen. Das hat man nachher nochmal klargestellt und gegen Ende des Jahres nicht mehr dürfen. Und jetzt dieses Jahr bei den Tests hat Ferrari genau das Konzept wieder frisch aufgegriffen. Kein anderes Team hat das gecheckt, wo im Regelwerk ist das angepasst wurde, dass es eben nicht mehr geheißen hat. Früher hat es geheißen, sie dürfen nicht zu aerodynamischen Zwecken gebraucht werden, aber es war nur so ganz vage so gesagt gewesen. Und jetzt war es einfach, sie müssen einfach da sein, oder sie können da sein, wenn man will, aber es ist nie jetzt genau klar gesagt, sie dürfen nicht für aerodynamische Vorteile gebraucht werden eigentlich. Und in meinen Augen eben auch mit Abstand das spannendste Auto von den neuen Innovationen her. Nicht nur das, ich finde es auch, ja, gleich mit dem Mercedes zusammen das schönste Auto auf dem Grid, der Ferrari SF23, ein ganz klares 10 von 10. Das Einzige, was mich stört, ist das CEVA-Logo dort in der Mitte, aber hey, sie wollen die Farbe sparen. Aber vor allem auf der Strecke hat es einfach wieder so sexy ausgesehen. Und der Ferrari Rearing, dort hat einfach ganz gross Ferrari drüber geschrieben. Es ist so sexy. Also das ist wirklich Perfektion, finde ich. Es ist einfach Perfektion. Ja, das sehe ich genau gleich. Ich finde der Ferrari auch mit unter anderem eines der schönsten Autos am Grid. Sie haben den Rot noch ein bisschen aufgenommen, ist ein bisschen heller jetzt. Es ist nicht mehr so, dass sage ich fast schon das Zivilrote, das ist so jetzt nicht mehr. Hat sich viel aufgeregt, weil ich glaube, auf Instagram habe ich gesagt, es 10 von 10 auch. Jetzt muss ich gerade kurz schauen, was ich da gesagt habe. Aber sind wir mal ehrlich, was soll der Ferrari sonst für eine Farbe haben? Ausser Rot. Also, nein. Ein gelber Ferrari ist kein richtiger Ferrari. Ein Ferrari ist rot. Weißt du, was ich meine? Ja. Nein, also ich habe Ferrari ein 9 von 10 gegeben. Also ich würde auch immer noch beim 9 von 10 bleiben. Weil ich finde, es kommt nicht an das her, was Mercedes rausgehauen hat. Und auch nicht an das, was Alfa rausgehauen hat. Weil das ist halt wirklich so ein bisschen unerwartet gewesen, sage ich jetzt mal. Bei Ferrari hat man es fast ein bisschen erwartet. Aber er sieht einfach schön aus. Ich finde es schade, dass sie nicht mehr die geile Nase haben von letztes Jahr. Weil die hat hure nice ausgesehen vorne, die Spitze. Aber ich finde auch eine Kombination, wie das Rote da ist, wie das Schwarze da ist,
finde ich wirklich gut. Und man hat auch wirklich geschaut, dass man doch noch viel Rot drauf hat und nicht mehr schwarz, wie es andere Teams machen. Darum finde ich das eigentlich wirklich sehr, sehr gut gelungen. Der Launch selber ist auch sehr geil gewesen, den habe ich geschaut. So sollte ein Launch sein. Es ist so genial gewesen, wirklich. Ja, der ist wirklich genial gewesen. Also, die haben das Auto präsentiert, beziehungsweise mit ein paar Tifosis sind dort gehockt. Das war ein Maranello gewesen. Also gerade beim Werk eigentlich auf der eigenen Strecke, die sie ja haben dort, Fionara, wie heißt es? Fiorano, ja. Gerade dort sind sie auch gefahren. Also, der Leclerc hat die Ehre gehabt, nach einem Münzwurf, dass er fahren. Und ist schon auch noch, muss man sagen, recht mutig von Ferrari. Einerseits klar, man hat schon nicht das Auto gesehen, das nachher auch in Bahrain am Rennen fährt, das ist schon klar. Aber ich meine, das Auto kann sich ja immer noch abwürgen oder irgendwie sonst einen Fehler geben und stehen bleiben. Das wäre peinlich gewesen für Ferrari. Und da einfach gleich sagen, so, wir machen es so, wir machen es jetzt, also wir haben Mut dafür und wir getrauen uns das. Ja, also da schon dickes Lob an Ferrari, dass sie das gemacht haben. Und es war geil gewesen. Es war einfach geil gewesen, zum Zuschauen. Es hat wirklich Spass gemacht zum Zuschauen. Und darum gerne mehr von solchen Launches. Unbedingt. Unbedingt, nein, wirklich. Also, der Launch ist mit Abstand der beste gewesen, wo wir gesehen haben von allen Teams. Ich wollte gar nicht auf den von Red Bull zu sprechen kommen, das war zum Kotzen gewesen. Und es ist einfach... Zuerst einmal, sie haben den Countdown runterlaufen lassen, aber 3 Minuten haben sie irgendwie einen Fehler gehabt und haben sie nochmal auf 8 Minuten aufgenommen. Hey, nein, dort hat es schon angefangen. Ja, eben. Also Red Bull, ganz ehrlich, der Launch und auch die Livery, da können wir vielleicht ganz kurz drüber gehen. Ich habe noch 2, 3 wichtige oder interessante Punkte zu Ferrari. Von dem her, Red Bull Livery 5 von 10, machen mal etwas Neues, wird langweilig. Launch minus 20 von 10, was ist das für ein scheiß riesen Zeitverschwendung? Also ich habe gesagt, ein 2 von 10 oder ein 3 von 10 für den Red Bull. Weil eben, es ist immer das Gleiche. Und das sind eben auch die Argumentationen bei mir auf Instagram. Ja, der Ferrari ist auch rot, der Red Bull ist ja einfach blau. So. Der Red Bull ist früher mal hat er wirklich ausgesehen wie eine Red Bull-Dose an einem Testtag. Und dann nachher haben sie einfach das Blaue immer gehabt. Oder nachher das Violette ist reingekommen, chromige. Und seit 2016, 16 ist es gewesen, haben sie das Matte. Und klar, ich meine auch, Red Bull ist irgendwo durch auch ein bisschen eingeschränkt und vielleicht muss man auch sagen, okay, ein Red Bull muss so aussehen. Ja. Ich weiß nicht, weißt du, also Ferrari tut auch ihre Farbe immer wieder ein bisschen ändern. Red Bull könnte das auch machen. Ich meine, es ist jetzt 6 Jahre, wo wir immer die gleiche Farbton haben. Naja. Und weißt du, sie hätten genug Grund gehabt, um immer wieder ein bisschen anzupassen. Oder Ferrari macht das ja immer, wenn ein neuer grosser Sponsor dazukommt. Zum Beispiel Santander ist dann auch viel Weiss wieder reingekommen. Oder jetzt hat man die neue Ära in dem Sinn gehabt und es ist wieder viel Schwarz eigentlich reingekommen, was ich nice finde. Aber Red Bull, ich meine, man hat den Honda gehabt und was haben sie gemacht? Sie haben den fetten roten Balken noch trainiert. Finde ich, ist einfach nicht genug. Man hätte wirklich, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, der weiße Red Bull, wo sie in Türkei 21 gefahren sind, ist es so sexy gewesen, oder? Und sie hätten in meinen Augen einfach weiss machen, seitdem sie Honda-Motoren hatten. Das wäre so geil gewesen. Und ich finde, das hat die Identität jetzt nicht wirklich weggenommen. Anyway, also das Auto sieht nicht gut aus, auch optisch. Also nicht gut, es sieht ja nicht schlecht aus, ich finde es eigentlich schön. Aber es hat vor allem auf der Strecke überzeugt. Oder? Also wenn man jetzt die ganzen Tests anschaut, der Red Bull ist zwar nicht eine riesige Innovation gewesen, aber es ist eine gute Evolution gewesen, eigentlich von dem, was wir vorher hatten. Aber mit Abstand das Auto, das am stabilsten gelaufen ist auf der Strecke. Also die haben kaum Fehler gehabt, mal einmal kurz mit dem Perez. Aber das Auto ist um jede Kurve, auch um 10 herum, tiptop gegangen. Sie haben kaum Lockups gehabt, sie haben keine Stabilitätsprobleme gehabt. Und auf das schaut man ja einfach auch beim Test. Oder man schaut zu, wie gehen die durch die Kurve durch. Welches Team hat weniger Probleme. Und anhand von dem kann man gleich ein bisschen ableiten, ja, wo stehen sie etwa. Und auch das Team an und für sich hat so eine ruhige Sicherheit
gezeigt gegen außen, oder? Man hat draussen Briefings gemacht, vor allen anderen, jeder konnte zuschauen. Und es ist einfach, sie haben so ein Gefühl abgegeben, dass sie wieder werden dominieren das Jahr. Und wenn irgendjemand etwas dagegen machen kann, ist es in meinen Augen höchstens noch Ferrari. Ja, also ich denke auch, der Titelkampf wird zwischen Ferrari Red Bull sein. Vielleicht kann Mercedes mal ein bisschen mehr mitmischen, aber ich denke auch, dass sie dieses Jahr ein bisschen leer werden ausgehen. Was ich noch habe, bevor dass wir da dann noch weitergehen, zu unseren Prediction von dieser Saison. Es ist noch spannend, es gibt so eine, ich glaube, es ist von Sky gewesen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo man sieht, welche Autos um wie viele Sekunden schneller geworden sind in den Testtag im Vergleich zu den letztjährigen Testtag. Alpine ist das einzige Auto, das langsamer geworden ist. Die sind an den letztjährigen Testtag schneller gewesen als dieses Jahr. Und danach ist Haas mit 0,86 Sekunden, die sind schneller geworden. McLaren ist 1,01 Sekunden schneller geworden, also eine Sekunde schneller. Ferrari ist 1,3, Red Bull 1,4, Alpha Tauri 1,7 Sekunden. Dann kommt Mercedes mit 2 Sekunden. Alfa Romeo 2,1 Sekunden. Aston Martin mit 2,3 Sekunden schneller als letztes Jahr. Und dann kommt Williams mit 2,3 Sekunden. Aber gegenüber Aston sind es 7000 schneller gewesen. Also darum sind sie Erste. Aber gleich, also 2,3 Sekunden ist der Williams schneller als letztes Jahr. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Ja, was soll ich sagen? Es sind halt Tests, gell? Es ist so absolut null aussagend eigentlich. Ich finde, man muss halt wirklich mehr darauf gehen, wie sehen die Autos auf der Strecke aus, anstatt auf die Seite. Aber ich verstehe, was du damit aussagen willst, oder? Weil alle sind ungefähr, sagen wir, um die 2 Sekunden schneller geworden, außer Alpine anscheinend. Ja, nicht alle. Gespannt, also ein paar sind auch in einem Sekundenfenster. Eben erst ab Mercedes. Ja. Aber Mercedes hat auch Probleme gehabt, oder? Also darum sind die ja nicht so wahnsinnig schnell gewesen. Aber nur noch schnell ein anderer Fakt, oder beziehungsweise, dass wir das auch noch schnell gesagt haben, zu den Testtag, da können wir von mir das Testtag dann abschließen. Und zwar, was auch noch spannend ist, wie viele Runden die ganzen Teams gefahren sind an diesen Testtag, weil das ist ja eigentlich immer so das Wichtigste, wie Zuverlässigkeit ist. Also, soll ich von unten anfangen oder von oben? Von unten. Von unten. Also, das Team mit am wenigsten Runden war McLaren gewesen. Die haben 311 Runden gemacht. Verwundert mich nicht. Da kommt Reliability-Problem, die haben ja nur schon, wie sagt man dem, einen Überhang, der über einen Reifen geht? Oh, keine Ahnung. Vorne auf der Frontreifen. Also im Englischen sagen sie Wheelbrow, also Radbraue. Ja. Und der ist nicht die ganze Zeit abgehakt. Nur schon das hat eine viel Zeit gekostet. Ja, gut, anyway. Ja, aber sie haben auch schon viele Probleme gehabt, wieder mit den Bremsen. Haben sie Probleme gehabt vorne. Also wirklich wieder Flashback von 22. Naja, Alpine ist zweitletzte, 353 Runden, also etwa so 40 Runden mehr als McLaren. Dann kommt erstaunlicherweise, muss ich sagen, Aston mit 387. Aber Drugovic ist halt, glaube ich, am ersten Trainingtag ist er ja ausgeschieden dort. Er hat ja gerade einen technischen Fehler gehabt. Und ist ja lange draußen und auch der Alonso hätte mal länger müssen aussetzen, weil er, was hat er gehabt? Er hat auch einen Fehler gehabt, glaube ich, irgendetwas. Ich weiß nicht mehr ganz genau was. Aber er ist auch hätte länger draußen bleiben. Dann kommt Mercedes mit 398 Runden. Dann kommt Alfa Romeo, 401 Runde. Dann kommt Red Bull Racing, 413 Runden. Dann kommt Haas, 414, die haben eine Runde mehr gemacht als Red Bull. Dann kommt Ferrari, 416. Und dann kommt Williams, 439 Runden. Dort hat es eine eingeschenkt, wo der Logan Sargent gefahren ist. Der ist eigentlich irgendwie 154 Runden oder so gefahren einen Tag. Der hat viele Runden gemacht. Krank. Und dann zuletzt kommt noch Alpha Tauri mit 456 Runden. Und das finde ich aber krass. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass die so viele Runden gefahren sind. Das ist eben auch das. Also, weißt, bei ein paar Teams war es auffällig, wie wenig das gefahren sind. Sogar Alpine ist so irgendwie, keine Ahnung, die sind so in der Luft am Schweben. Niemand ist sich sicher, wie viel das oder wie gut das sie sind. Und das zeigt sich auch in den Zahlen. Sie sind am wenigsten gelaufen. Logan Sargent hat, glaube ich, die meisten Runden von allen Fahrern gefahren.
Von dem her macht es ja auch Sinn, dass Williams so hoch oben ist. Aber du sagst es, Alpha Tauri hat mich auch mega überrascht, wo du das postet hast. Und ich dachte, was? Die habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Die sind einfach irgendwie so rum gewesen, aber hey, good for them. Ich meine, wenn die so viele Runden gefahren sind, haben die extrem viele Daten können sammeln. Es ist auch sehr gut für einen Niki, dass er sich dieser Wege Erfahrung auch anreichern kann. Und das ist halt schon sehr nice. Also grundsätzlich sehr spannend. Das ganze Testing habe ich sehr spannend gefunden. Wir haben viele Sachen gesehen. Vielleicht noch kurz, bevor ich abrunde, etwas, was ich unbedingt einfach sagen will, weil ich finde es so spannend und ich finde es krass, dass da noch niemand darüber geredet hat. Ferrari hat fast so ein bisschen, es gibt mir so ein bisschen F-Takt-Vibes, etwas gemacht. Nämlich unter einem Lufteinlass, unter einem normalen Lufteinlass, hat es nochmal einen kleinen Schlitz, nochmal einen kleinen Lufteinlass, den man gar nicht sieht, weil der ist im Schatten, im Dunkeln, im Carbon drin. Und oben für beim Sidepod, wo die Badwanne ist, hat es einen Ausgang dafür. Und irgendwie hat noch niemand darüber geredet und ich komme überhaupt nicht raus, was das genau soll bewirken, ob man quasi einfach unten ein bisschen gute Luft aufgibt, um sie oben rein zu tun. Vielleicht haben sie oben schlechte Luft, wo durchgeht. Keine Ahnung, aber ich finde das mega, mega spannend. Also das ist sicher der eine Punkt, der mir sehr aufgefallen ist an diesem Test. Und etwas anderes, was ich abrundend auch noch sagen will, ist für mich die grösste Überraschung wahrscheinlich, die das wird sein, Aston Martin. Ihr Auto hat anscheinend extrem stabil ausgesehen. Und das ist wirklich vom ganzen Band gekommen. Von allen, die Trackside gestanden sind und gesagt haben, hey, bei jedem Rausbeschleunigen sieht es stabil aus, beim Abbremsen sieht es stabil aus. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das sind so ein bisschen Favoriten. Und noch ganz kurz, bevor ich dir das Wort übergebe, ich weiß nicht, ob du Links auf der Webseite gesehen hast, anscheinend Drugovic confirmed für Bahrain. Nur wenn der Stroll nicht fit ist bis dahin. Ja, aber anscheinend schon gefixt. Nein, also es steht, das habe ich auf Dingspost gekauft auf Instagram. Wenn der Stroll wenn sich seine Situation nicht verbessern soll, dann wird der Drugovic einspringen. Was ich gerne. Ja, das ist gut. Die Deutschen haben wieder natürlich gerade spekuliert, kommt der Vettel schnell zurück für ein Rennen. Ja, so ein Bullshit. Also der wird noch kommen wieder, der hat keinen Bock mehr. Ja. Nein, also ich denke auch, Aston wird sehr stark sein diese Saison. Ich denke nicht, dass sie mit Top-Teams mitmischen können, aber ich glaube, sie können den Gap zu Mercedes, wo, sage ich mal, auch noch eine Lücke hat zu den Top-Teams, dass sie die schliessen können, dass sie näher an Mercedes herkommen. Und es würde mich nicht verwundern, wenn sie vielleicht hier und da mal, wenn sie mal ein bisschen rebeln zwischen Ferrari und Red Bull, dass die plötzlich vielleicht mal auf einem Podium würden stehen. Also ich kann es mir gut vorstellen. Safe. Und das sehe ich auch so. Also, Fernando, gell? Ja, ey, weißt du, der Fernando Alonso mal auf dem Podium, ich würde schon viel. Stell dir vor, er holt sich einen Win. Oh das mein Gott. Das ist dann der fucking El Plan, Alter. Und da siehst du immer noch überall den Ansturm. Nein, also ich würde es richtig geil finden. Und auch Alfa Romeo hat sehr stark ausgesehen an diesen Testtag, muss man einfach auch noch dazu sagen. Auch die haben sehr schnell ein Auto. Aber es ist natürlich so wieder wie letztes Jahr. Alfa Romeo war letztes Jahr sehr, sehr stark gewesen, und dann ist plötzlich die Luft draussen gewesen, weil sie halt einfach Updates oder was auch immer verschlafen haben. Aber ich würde es auch geil finden, wenn so schnell vor so ein Valtteri wieder auf dem Podium würde stehen. Ja. Ein bisschen träumen dürfen wir ja. Ich würde es geil finden, definitiv. Ja, es ist alles, was mit dem Team zusammenhängt. Ich weiß auch nicht, weißt, ich tendiere ja immer eher zu Red Bull, weil, keine Ahnung, das erinnert mich so ein bisschen einfach an, ja, die ganzen Vettel-Zeiten, die ich in meiner Jugend oder Kindheit geschaut habe. Ein anderes Team, das mich auch immer fasziniert, ist Ferrari, aber einfach sauber, egal wie sie sich nennen, das ist das Team, das ich immer dafür routen kann. Das ist das Team, wo ich immer hohe Freude habe, wenn sie hoch oben stehen. Und ja, ich möchte es dann auch einfach mega gönnen. Ich glaube, der Valtteri hat da wirklich viel drin bringen, und ich bin gespannt, was sie jetzt dieses Jahr jetzt auch durch seine Zusammenarbeit eigentlich können rausholen. Ich weiss nicht, haben wir Testing und so weit abgeschlossen? Sonst können wir sonst mal ein Dings machen. Ja, ich würde sagen, wir machen noch den Sprung zu der Prediction von dieser Saison. Mhm.
Ich würde sagen, also wir haben uns da gar nicht viel Gedanken darüber gemacht. Null. Null. Aber ich würde mal sagen, wir gehen gerade straight trainieren. Was denkst du, Championship-Fahrer? Fahrer? Willst du die ganze Fahrer-Championship Nein, nur wer gewinnt Championship? Gewinnt? Ja, wer Max gewinnt Verstappen. Okay, Einfach ohne Diskussion, weil das Auto wird zu dominant sein und es kommt keiner dran hin. Max Verstappen, 3-facher Weltchampion. Kann ich nicht. Also, nein, kann ich nicht. Ich muss und ich hoffe einfach einmal, dass einfach das Ferrari reist und da der Sainz, gut, Fred Vasseur hat ja sehr, sehr viel an Sainz, also der ist ein richtiger Sainz-Fan. Man muss auch dazu sagen, der Leclerc hat jetzt seinen Schützling, also der Binotto hat ja seinen Schützling jetzt abgegeben, so muss ich sagen. Ich glaube gleich, der Leclerc könnte es holen, Championship. Darum sage ich, dass er der Weltmeister wird werden dieses Jahr, nicht der Verstappen. Aber ich glaube, der Sainz wird besser behandelt werden jetzt im Team. Oder, also gut, er ist jetzt schlecht behandelt worden, das sicher nicht. Aber ich denke doch nochmal besser, weil der Fred Vasseur hat dazu mal wollen, den Sainz zu Renault holen. Und nachher ist der Sainz gekommen, aber der Fred Vasseur ist gegangen zu Sauber und bei Sauber hat er auch die ganze Zeit wollen, den Dings holen. Der Sainz hat immer wollen Sainz und Leclerc zusammen haben. Und jetzt hätten sie beide bei Ferrari. Das ist eben noch witzig. Jetzt ist er ihm nachgesäckelt, ja. Ja, ist eigentlich noch cool gemacht. Darum, also ich denke, die Combo Vasseur, Leclerc und Sainz wird sehr stark sein. Und ich sage einfach, Leclerc wird Championship holen als Fahrer. Konstrukteur hingegen sage ich Red Bull. Da ohne Diskussion. Das Auto wird zu dominant sein. Schau, also, weißt, ich glaube, der Ferrari sieht schon sehr innovativ aus, aber nur schon das Foto, das Video, das ich dir geschickt habe, von den Fotos mit den Airflows. Adrian Newey hat da einfach etwas Geniales rausgehauen und kein Team wird das können replizieren. Für mich Drivers und Constructors ganz klar Red Bull. Da wird wirklich keiner dran kommen. Und von Ferrari, ich glaube, das ist wirklich vom Fred eigentlich No-Bullshit-Attitude, die er wird reinbringen wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Sainz nicht genau gleich behandelt worden ist wie ein Leclerc. Das wird es dieses Jahr sicher nicht geben. Aber ich finde, wenn man die Fahrer 1:1 nebeneinander anstellt, hat der Leclerc einfach rein von der Speed her ein bisschen etwas mehr noch drauf. Und wenn er seine Crashes ein bisschen limitieren kann, was er langsam aber sicher muss, wird er auch halt höher stehen als der Sainz. Und ich glaube eben, wir werden, ich gehe jetzt gerade bis P4 runter, Max Verstappen P1, Charles Leclerc P2, Carlos Sainz P3 und dann im 4 der Perez gesehen. Ich glaube, das wird so einen Split geben, weil Ferrari wird viel besser sein. Es wird Battle geben bis spätestens zu Brasilien, würde ich sagen, wo die Championship noch nicht entschieden ist. Aber ich denke, ab dann wird Ferrari keine Chance mehr haben, Punkte aufzuholen vom Verstappen oder in den Konstrukteurs auch nicht mehr. Ich denke, bis Brasilien und dann ist fertig mit dem Fight. Gut, weißt, ich hoffe halt einfach auch, dass Ferrari jetzt endlich ihre Strategie in den Griff bekommt, weil eben allein nur wie viele Punkte sie durch das liegen lassen. Es sind, glaube ich, 75 Punkte oder sogar noch mehr, die sie liegen lassen, nur wegen falscher Strategien. Also, ich meine, eben die Championship wäre in Japan noch nicht entschieden gewesen, wenn es die Fehler nicht gegeben hätte. Locker nicht. Und darum ist halt immer schwierig zu sagen, ob im Schlussendlich wirklich das Auto, also, weißt du, ich meine, ob jetzt wirklich Red Bull so dominant gewesen wäre, wenn Ferrari das nicht gehabt hätte, die Fehler, weißt du, in der Strategie. Aber das sind natürlich immer so, was wäre, wenn. Am Ende des Tages ist Red Bull stark. Und sie werden auch das wieder stark sein. Ich denke aber gleich nicht, dass sie so extrem viel stärker werden sein als letztes Jahr. Ich denke, Ferrari wird jetzt schon auf dem gleichen Level sein, weil sie auch gesagt haben, auf der Geraden sind sie schneller, aber in der Kurve dafür ein bisschen langsamer anscheinend. Ja, mal schauen, wie sich das wird weiterentwickeln. Ich bin jetzt mega gespannt auf deine nächsten 3 Teams. Was sagst du, oder wer sagst du, ist Konstrukteursplatz Nummer 3? Wow, Nummer 3 würde ich schon Mercedes sagen. Also ich denke zwar, dass eben so ein Aston oder ein Alpine vielleicht könnte stark sein, aber ich denke nicht, dass sie können Mercedes schlagen oder überholen. Ich denke einfach, sie werden punktetechnisch viel näher dran sein. Okay.
Und auf P4 würde ich glaube ich, also ich habe ein gutes Gefühl, bei Aston, muss ich ehrlich sagen. Ja. Mein Kopf sagt Aston, mein Herz sagt Alpha, aber ich glaube, das Aston ist glaube ich, realistischer als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Aber eben, das Problem ist, wir dürfen uns einfach auch nicht zu fest auf die Testfahrten halt reinlassen. Weil eben, du weißt nie, welches Team ist mit wie viel Prozent Leistung gefahren. Gell? Es kann natürlich sein, dass auch Mercedes die ganze Zeit mit 80% oder so gefahren ist. Also gar nicht davon aus. Aber weißt du, blöd gesagt, und dann nachher plötzlich mit 100% fährt und nachher irgendwie nochmal eine halbe Sekunde schneller ist als Red Bull und Ferrari oder so, weißt du? Also ist alles möglich, aber Aston hat eigentlich recht solid ausgesehen und ich denke P4 Aston. Ja, also ich sehe genau gleich, beziehungsweise ich muss es so sagen, wenn wir nicht den Lance Stroll drin hätten in diesem Auto, sondern vielleicht einen Ricciardo, stell dir vor, Alonso und Ricciardo, oder ein Gasly oder irgendjemand anders halt, wo in dem Aston würde hocken, dann würde ich eben sogar Aston auf P3 sehen. Aber ich glaube, dass der Stroll das wird ruinieren. Ich glaube, wir werden einen Fight sehen um Platz 3 zwischen Aston Martin und Mercedes. Und wirklich extrem nüchtern kommen wird kein anderes Team. Und dann ist es so ein bisschen zwischen Alpha und Alpine, wo nachher Platz Nummer 5 werden abstauben. Also für mich Endstand Platz 3 geht an Mercedes, aber schneller Auto wird Aston haben, dementsprechend machen sie es 4. Und ich sehe nicht, dass Alpine dieser Wegen schlechter geworden ist. Ich glaube, Alpine wird nach einem ganz tighten Kampf auf Platz 5 sein und dementsprechend Alfa Romeo auf Platz 6 leider. Aber auch da, wie du schon vorhin schön gesagt hast, mein Herz sagt natürlich Alfa auf P5. Ja, also ich denke P5 ist realistisch. Ich denke halt einfach auch Alpha Tauri ist halt schwierig zu sagen, wie die etwa werden abschneiden, weil sie jetzt an den Testtag wirklich stark ausgesehen, aber zeitmäßig ist halt schwierig zu sagen. Dürfen wir eben halt auch nicht unterschätzen. Ich denke, es könnte so ein Battle geben um 5 mit Alfa Romeo und Alpha Tauri. Ich denke, McLaren wird heute eine richtige Klatsche kassieren und weit hintergehen. Glaube ich auch. Und Alpine, schwierig zu sagen. Ich denke, Alpine wird schon stärker sein als McLaren. Und Williams, ich weiß aber nicht. Das ist eben halt das Problem. Jetzt sind eben die Teams teilweise echt nicht zusammen und es ist so schwierig zu beurteilen, weil eben ich denke auch, Williams hätte Potenzial, vielleicht ein bisschen nicht ins Mittelfeld reinzukommen, aber doch hier und da mal gute Punkte zu holen und vielleicht das Haas dann nachher zu schlagen oder vielleicht sogar irgendwie, sagen wir es, McLaren, wo voll unten durchgeht oder das Alpine, wo vielleicht voll unten durchgeht. Es ist hure schwierig, das Jahr irgendwie, weißt du, so ein bisschen eine Prediction abgeben, wo man sich auch noch gut dabei fühlt. Also bei den ersten 4, denke ich, ist es noch relativ einfach oder geht es so gut, aber nachher ist es hure schwierig. Also ich könnte mich jetzt da nicht zu 100% auf etwas fixen. Ja, also es ist gegen Ende für mich auch ein riesen Durcheinander. Wer soll ich picken für was? Also ich meine eben, nochmal für die Zuhörer, wir haben uns vorhin wirklich null Gedanken gemacht. Gell? Das ist on the spot, wo wir jetzt da unsere Predictions machen. Wenn ich einfach so ein bisschen generell schaue, ich glaube auch, dass McLaren einen riesen Klatschen wird haben. Oder ja, wird bekommen dieses Jahr. Ich sehe aber auch bei Haas nicht unbedingt viel, wo vorwärts geht. Also für mich auf Platz 7 Alpha Tauri, ganz klar. Ich glaube, die werden mit dem Nick und mit dem Tsunoda doch gute Punkte reinholen können. Und es wird wirklich, ich glaube, bis auf Platz 10 hinten wird es einfach extrem tight eigentlich sein. Haas sehe ich auf Platz 8 und jetzt oh Schock, das ist genau das, was ich meine. Ich glaube, Haas wird tatsächlich mehr Punkte machen als McLaren. Ich sehe McLaren auf P9 und Williams auf P10. Oh, fuck. Okay, ja, das ist schon, das ist krass. Das ist wirklich eine Ansage, muss ich sagen. Aber es ist durchaus realistisch, weil eben McLaren hat wirklich sehr schlecht ausgesehen. Also jetzt an den Testfahrten und eben wenn schon der Teamchef und auch Zak Brown, CEO. Ja, CEO ist er. Ja. Wenn er das schon sagt, ja, eben, wir sind da am Hinten nachher hinken und alles drum und dran. Und das schon vor der Saison, noch während der Testtag.
und auch der Piastri immer sagt, ja, ich denke, wir werden so etwas so im Mittelfeld fahren, ist aber schwierig zu sagen, wo wir werden sein. Also die haben alles andere als optimistisch stehen. Und das ist schon krass. Und die haben eben 2 teure Fahrer und Fahrer, die möchten etwas reisen in der Formel 1. Also die müssen dann schon noch aufpassen, dass die sicher nicht abspringen. Absolut. Das absolut. ist schon krass. Also ich bin Also gespannt. vor allem ein Norris, gell? Also der wird irgendwann schon die Schnauze voll haben. Ja, und sind wir auch ehrlich. Also ich denke, mit McLaren zusammen wirst du in den nächsten 10 Jahren nicht Weltmeister werden. Also sie sagen ja die ganze Zeit zwar, ja, wenn wir unseren Windkanal haben, dann wird es besser. Aber ich denke auch mit dem Windkanal wird es besser werden. Ja, also ich meine, schau, was Aston schon geschafft hat, ohne den grossen Windkanal eigentlich zu haben, oder? Also, ja, die haben einfach den Mercedes kopiert. Also, ja, aber es ist ja nicht dumm, weißt du? Es ist schlau gewesen. Die sind wirklich stark gewesen mit dem Mercedes. Das ist ja ich habe so Freude gehabt. Das war ja im 20 gewesen. Also, es ist wirklich krass gewesen. Ja. Also von dem her, ja, mal schauen, wie es wird. Ja. Also ich glaub, schließe mich eigentlich ein bisschen mit deiner Prediction an, muss ich sagen. Da sind wir mal der gleichen Meinung. Also ich denke, Mercedes wird voll eine an Grimpa, McLaren wird voll eine an Grimpa kommen. Alpine, denke ich, wird es auch schwer haben. Ich denke, AlphaTauri wird schon besser sein als letztes Jahr. Williams so schwer oder so hart wie es tönt. Also ich wünschte mir, sie wären wieder im Mittelfeld ein bisschen am Fighten, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die sind jetzt so oft oder so lange über die Jahre immer Letzte gewesen. Und irgendwie gehen es dann einfach, wenn sie mal ein bisschen aufholen können. Sie haben auch mit Team Merchants schon mal gut aufgeholt. Das sieht nicht schlecht aus. Das ist schon mal ein guter Schritt. Nein, also ich sehe das auch so. McLaren Williams, ich weiß nicht. Also ich wünschte, sie würden ein bisschen mehr mitmischen können, aber ich glaube, das Team ist einfach schlichtweg verloren. Da ist etwas so tief im Kern von dem Team einfach kaputt. Das wird früher oder später einfach verkauft werden. Das wird nicht mehr so lange Williams heißen. Das ist für mich eigentlich schon klar. Ich glaube, Cadillac wird das früher oder später aufkaufen. Auch AlphaTauri. Übrigens, wenn wir da schon so Sachen sagen, glaube ich, wird vielleicht sogar Honda in Zukunft werden. Ich glaube, das sparen wir uns auf für eine andere Episode. Das sparen wir uns auf für eine andere Episode. Genau, weil ich glaube, jetzt haben wir auch... Ja, sorry, noch weiter. Ja, nur mal etwas ganz Kurzes noch. Alles, was wir jetzt gesagt haben in den letzten 10-20 Minuten, nehmen das mit einer grossen Prise Salz, weil in einer Woche gehen wir auf Bahrain und Aston Martin gewinnt das Rennen mit McLaren auf P2. Also, oder... Oh mein Gott, stell dir vor, ey. Das wär's, ey. Wirklich riesen Prise Salz dazu, zu dem, was wir jetzt gerade gesagt haben. Ja, also eben, ich würde sagen, wir würden uns nach Bahrain sicher noch einmal wieder hören. Wir machen es jetzt neu so, dass wir den Podcast nicht mehr wöchentlich raushauen wie früher eigentlich. Oder früher, man kann sagen. Die letzte Episode ist, glaube ich, irgendwie im August rausgekommen. Nein, also wir möchten jetzt den Podcast ein bisschen lockerer gestalten. Es ist halt von meiner Seite her, weil ich halt früher anders gearbeitet habe, nicht gegangen mit Aufnehmen, alles drum und dran. Das merkt man auch beim F1 Coop-Season, die wir gemacht haben. Das war halt schwierig. Ich möchte mich auch jetzt immer ganz groß darüber erklären, wieso, warum das keine Episoden gekommen sind. Aber wir möchten in Zukunft etwa so alle 2 bis 3 Wochen eine Episode raushauen und nicht immer wöchentlich, so wie wir es früher gemacht haben. Einfach, dass ihr da Bescheid wisst. Und da bin ich mal gespannt, ob wir dann immer noch die gleiche Prediction können verteidigen können, die wir heute abgegeben haben zu den Teams. Oder Fahrer auch, je nachdem, was wir in Bahrain werden sehen. Aber hast du noch etwas hinzufügen oder ist das gewesen? Nein, das ist eigentlich gut. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, was es war mit dieser heutigen Episode vom Unsafe Release. Danke vielmals, dass ihr bis jetzt hierher zugelassen habt. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns oder hören wir uns wieder nach dem Bahrain Grand Prix einig. Und bis dann wünschen wir euch ein schönes Tag. Macht's gut und ciao.